Liebend, dazu hab ich kein Talent, nur ein Wein scheint's mir rein. Ich bin heut, was mir gefällt, immer lustig, lebensfroh. Vor mir rasse irgendwo, sing ich das als Holz. Jesus, Freunde, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, vorhin mir ist Kammerleer. Jesus, Freunde, ausgesteckt ist, da gibt's Weindeln gut und süß. Gibt's mir geschwind ein Lied daher, aber höher geht's nicht mehr. Und wenn wir umfallen, dann ist es Kavalier. Grüß euch, servus, küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bohr. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorheit. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Alles praktisch spielen wir noch den Werder-Schar. Die Quetsche klingt halt super fein, die Kontrabombe hinten rein. Und das Zange klingt jetzt da schon recht human. Drum und grüß euch, servus, küss die Hände, es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Bohr. Ihr hört Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon vorheit. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Habe die Ehre, grüß euch, servus, grüß Ui, dich. grüß euch Gott, habe die Ehre. Schön, dass wir wieder beieinander sind. Heute Grüß. wieder im Studio Donaufeld und mit neuem Mikrofon. Ja, Und ich hoffe, der Ton ist gut. es lacht mich an. Ich werde mal gleich mal schauen, was ihr so schreibt, ob der Ton passt. Nicht? Werden wir Der gleich Rudi sehen. Achtel von einer Haufen jetzt Schauen am wir Tag. mal. Wir freuen uns sehr. Wir freuen uns sehr. Grüß euch. Servus, grüß euch, küsst die Hände, sagt der Christoph Acker schon. Immer noch filmen wir durch seine Linse. Ich habe noch immer keine Eiche besucht. Das tut mir leid. Aber ja, was soll man machen? Wirst du bald los sein jetzt, diese Linse? Ja, ich fürchte ja. Dann haben wir nichts, ne? Das ist schlecht. Ne? Bernaus Motto ein schon grüß euch, Freunde ohne Gesichtsfrisur. Ja. Aber er wächst schon wieder. Man Sehen Sie sieht den schon. Schatten? Ne? Ja. Er wirft schon Schatten auf mich wieder. Ja, Scherz, aber ein kleines. Harry Schneller Fonte. Momo M ist auch da. Irgendwo, was erscheint Andreas Christina ist? Ah, da ist er. Da. Ja, sehr gut. Ja. Ich habe jetzt nicht geantwortet aufs WhatsApp, weil wir dachten, wir sehen uns jetzt. Genau so ist es. Der Andreas hat angefragt wegen einer Harmonika und der Patrick hat gemeint, er kennt es nicht. Ich kenn's nicht, aber da, ich denke mal, telefonieren wir morgen Vormittag einmal. Ich werde, wenn es recht ist, dem Patrick deine Nummer geben und schick dir vielleicht seine Art zu. Genau, und dann geht's euch sowieso. da kurz schließen. Jawohl. Ton ist super, sagt Andreas Christina. Und Andreas Christina hat mir den Tipp gegeben, dass ich die Blende etwas mehr geschlossen habe. Und das heißt, jetzt müsste man schärfer sein. Ist das richtig? Vor allem natürlich an Andreas. Also, ob das richtig ist. Der alte Fotografentrick, ich blende ein bisschen weiter zu. Ja, dadurch ist alles dunkler. Ne? Jetzt habe ich Ja, natürlich ja, mit ja. der ISO weiter Ja, aufgefahren müssen. klar. Jetzt sind alles natürlich Fach. Es schaut gut aus hier, was ich so sehe. Ich glaube auch. Ja, was du so siehst, ist gut. Du Das sind blinde Händel, weißt Du bist die Schaßauger der Hälfte von uns. Ja. Jawohl. Das passt Na mir. herrlich. Herrlich. Große Freude, dass du dabei seid. Christopher Dauernabend aus Aachen. Servus, grüß dich gut. Der Christoph Acker, in 1 bis 2 Jahren ist der Bart wieder da. Nein, bei mir dauert das nicht so lang. Also ich sage einmal, also wenn ich halbwegs in einer Fullboardlänge haben wir so, dass wirklich, also ein ordentlicher, also Fullboard habe ich relativ schnell, dass wirklich, aber ich würde sagen, in einem halben Jahr spätestens ist das wieder ein mächtiger Board.
Was ist? Haben Wir müssen sofort mit dem Antotterling weitermachen. Es bleibt uns nichts anderes über. Rock K. Rotka, danke dir. Servus, ein 16er Obolus auf neues Mikro und Frisur, super. Rock K, ich danke dir recht narrisch und jetzt müssen wir warten sein. Patrick, weil ich meine, ihr wisst ja, dass jedes Mal, wenn ein Superchat reinkommt, wir uns verpflichtet fühlen, natürlich auch einen Schluck auf den Spender zu trinken. Was haben wir? Ein grünen Liner. Das weiß ich Unseren noch. Winzer Dauertester, Selbstverständlich. momentan Weingut, Obsthof, Buschenschank, Heiriger, Strauch, Alles, was da momentan ist. grüner Veltliner, Alles. vom Biesenberg, Alkohol 14,5% aus den 18er Jahren. Übrigens damals im Jahre 2019 der Landessieger von Wien. Da ist noch die Plaketten drauf. Plaketten. Können Sie noch den Begriff, das fällt mir jetzt noch mal Plaketten, weil sich drauf reimt, Raketen, dass der Wiener sagt, der hat immer gesagt Rachetten, gell? Raketten, ja. Kennt ihr das? Die Rachetten. Da steigt auf wie Rachetten. Wieso hat man da Rachetten gesagt? Keine Ahnung. Von Rakete. Ja, aber ja, der dankt der schön. Na, du bist mir Hilfe. Von Rakete. Raketen, ne? Ja, aber Rachetten. Warum sagt man Rachetten? Warum? Das bin nicht fragen, mein Großvater hat das auch gesagt, eine Rakete. Ja, ich weiß, das war überall. Und überall. Der Harry Selafonte. Die Blende kann ruhig offen sein, die Papen können ein bisschen mehr zu sagen. Jetzt geht's schon los. Jetzt da geht's schon. So, jetzt, zu den Ja, Gläsern. ja, natürlich. für den Rock K, für Rock die K. 16 Euro, danke recht Ich narrisch, sehr danke zum dir Wohl. ganz herzlich, lieber Kollege, sehr zum Sehr Wohl. zum Wohl. Es ist mir eine Freude wieder. Ebenfalls, ebenfalls. Ja, nicht anders zu erwarten, es ist ein Traumtröpferl. Ein Wahnsinn. Ernstl Strauch, ich danke dir. Schwan, Wein musst beißen. Das ist wirklich gut. Den musst beißen. Ja, Mr. Barrow sogar, oh mein Gott, keine Haare. Naja, ich habe früher auch keine Haare gehabt. Nur die paar, was ich gehabt habe, waren länger, jetzt ist es aufgefallen. Aber wie gesagt, er kommt wieder. Er kommt wieder. Der Matthias Mariacher meint gerade was anderes, aber leiser Satz als sonst. Ja, ich habe schon lauter dran. Ich habe schon ein bisschen okay, lauter, passt schon, also es okay. müsste schon ein bisschen wieder lauter sein. Der Duke van Octane ist auch leid und der sucht den Klaus. Der ist nicht da. Der ist nicht da. Schaut er wieder aus, wie er mir ausgeschaut hat, kurzfristig mit 20. Ja, das ist ein Wahnsinn, wie jung ich ausschaue im Vergleich. Also ohne Bart, unglaublich. Ich habe mich selber geschreckt. Ne? Meistens hat sie meine geschreckt natürlich. Und der früher auch nicht. Der hat einen Herzinfarkt gekriegt momentan, ne? Ein fremder Mann. Kriegst du ein Vorwort von Klaus heute mit einer anderen Gitarre? Naja, ja oder nein? Das letzte Mal hast du auf der gespielt. Ich glaube Ich glaub auch. auch. Ich glaube auch. Also ich wechsle immer Er hat ja zwei, ne? Kontragitarre. diese oder die andere. Aber es ist nicht immer die gleiche. Also ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt wirklich tatsächlich nicht, welche ich das letztes gespielt habe, aber ein gutes Auge oder ein Urwaschel hast, Arbeit, das macht es schwächer. Recht hat er schon. Na wurscht, das wäre Du, nächste Woche haben wir wieder aller Voraussicht nach, also ziemlich sicher, wenn nichts dazwischen kommt, die Pavlatschen von wo? Nächste Woche bin ich ja wieder zu Gast am Abend. Weil da dürfen wir. Da dürfen wir. Ja, Da darfst zwei, du mal- zwei Haushalte dürfen sich treffen. Du darfst mal schlafen auch, wie ich das verstanden habe. Glaube ich Ach, schon. die kann er chauffieren. Man kann ja chauffieren. Außerdem sind die Zimmer so getrennt, also da kann ich nichts sein. Naja, gut, ja, aber was der, man weiß ja Ich muss nicht. chauffieren, ich darf schlafen, ja. Ich sag Aber, einmal. aber ja, bei einem Haushalt darf es haben, man Zwei Haushalte dürfen Wir da passen mit ja einer auf. Person, wir sind nur wir zwei. Also passt nicht auf. Und wenn man irgendwo hin muss, muss man es testen. Also so gesehen, kann es nicht. kann ja eigentlich auch nicht mehr viel sein. Ich bin in der Klause wieder zu Gast. Ja, Klause ich- Klaus, ich freu mich schon. schon. Ich freue mich auch schon. Das heißt, es könnte eine versteckte XL-Pavlatschen werden. Könnte. Wir sagen es nicht, wir kündigen es als solche nicht an. Nein. Ui, ich Nein. habe schon Jetzt hat- er ich hab redet- jetzt schon er redet sich zugeschlagen. Er redet sich Ich habe jetzt schon Gar nicht zugeschlagen. Naja, aber der Gedanke an die Pavlatschen, an die XL-Pavlatschen, Du hast zu mir nicht gesagt, ich krieg nichts mehr zum Saufen bei dir. das stimmt, ja. Weil mich ja gewisse Dinge am Parkplatz nicht erinnern. Ich habe jetzt nachgedacht, ich bin wirklich früher am Parkplatz drinnen. Also andere Geschichte. Ja, Interessiert nein, euch nicht. Ich habe die Hände zusammengeschlagen und ich habe gedacht, Jesus, nein, im Patrick musst du einliefern, weil das ist ja jenseits von Alzheimer, was du da gehabt hast. Aber ich bin nicht so, ich stehe da drüber, weißt, ich denke mir, ja, lass ihm Beil ein bisschen im Schädel, ist schon in Ordnung. Du, aber wegen der Pavlatschen, Ja. es könnte sein, jetzt ist halt die Frage, ob ich vergiss oder nicht. Ich habe mich da, habe ich stehe vom Glaubermoor aus der Steiermark,
aus dem Salzertal. Da Den steht werde so ich heute 2 gerne Flaschen mitnehmen. Most. Das war eine Ich vergiss Idee. ihn nicht. Das war eine Idee. Sicher nicht. Oder darf man heute nicht vergessen, dass er mitnimmst. Weil das könnte sein, dass man dann nämlich, der Ernstl-Strauch wird nichts dagegen haben, wenn wir dazwischen uns 2 Liter Most reinhauen. Ne? Ernstl hat nichts Birnenmost. dagegen, glaube ich. Das ist ja Nein. Birnenmost aus der Steiermark und den hat uns der Klauer mal zugeschickt. Und das ist, glaube ich, ganz eine nette Umrahmung Freue mich schon drauf, ja. für den Strauchwein. Ja, absolut. Ja, Absolut. Ja. in der Durst. Bin ich Ne? mit, ja. Gehen wir. So Birnen, Ja. Apfelpost, Birnenmost habe ich sehr gern. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich Ja. auch schon sehr. Ja, das machen wir. Was ist Susanne Faber sagt, ohne Bart schaust du ziemlich alt aus, mit Bart siehst du jünger aus. Na sehr, das ist aber die erste, die man Die das sagt. meisten sagen anders. Der Harry Schnellerfonte gefällt mir. Ja. Ohne Bart schaust du aus wie 44. Ja, der Harry ist ein Goscherter. Der Harry ist ein Goscherter, aber er ist ein lieber Kerl, darum lasse ich ihn reden. Aber einen anderen hätte ich schon, dann brauchen wir nicht reden. Der Günterich Russell meint, ich muss jetzt einen Ausweis mitnehmen zum Wein kaufen. Nein, ich schicke ihm meine Holde vor. Oder den Patrick. Ja, bei mir sind sie es gewohnt, weißt du. Schau, der Lord Glauber mal ist dabei. Würde mich freuen, Burschen. Ja, gern. Na, gern. Ich freue mich schon auf den Birnenmost. Und wie gesagt, der Erstl hat sicher nichts dagegen, wenn wir das einbauen. Der Georg Scheurer schreibt schon Schlurfraketen, ja. Schlurfraketen. Aber woher das wirklich kommt, das Racheten. Raketen. Es hat Raketen. Ja, Raketen. Mein Gott. Weiß ich wirklich nicht. Schluck nicht mehr. Na, Patrick, spiel mal was. stehst du sie auf oder was hat er denn? Jetzt habe ich irgendwie Vorfreude auf die nächste Überraschung. Aber es ist schon lustig. Wir haben ein Mikrofon, das schaut aus wie ein alter Rasierer, wie ich gehabt habe, oder mein Vater, wie vor Ja. 30 Jahren immer kleine Kinder waren. Ja. Und der Klausi hat kein Bart mehr. Das ist schon komisch. Der Uli Sonne sagt, der Bart war besser. Und auf jeden Fall war der Bart besser. Das war eine Notwendigkeit, eine kurzfristige. Ja. Aber jawohl, Mr. Barot, Grüße aus dem Portern aus dem Turm. Grüße retour, Jawohl. herzlichst, Arnolfus. Das ist ein Insider-Schmäh, weißt du, ein Insider-Schmäh. Das gefällt mir total. Macht nichts, ist schön. Der Mr. Barot, Das ist den habe ich sehr, immer sehr verwechselt. schön. Den habe ich immer verwechselt mit dem zweiten. Also es hat nur 2 Möglichkeiten gegeben, wer gemeint ist. Und ich habe ihn immer miteinander verwechselt. Gell, habe ich recht? Immer mit dem zweiten. Aber ich freue mich schon, glaube ich, in 2 Wochen, 3 Wochen sehen wir einander wieder. Wenn man sich wieder sehen darf, sind wir wieder beieinander. Ich glaube, in 3 Wochen dürfen wir uns schon wieder nicht mehr sehen. Dann, ja. So, na, aber jetzt muss ich kurz ein Quergrätschen, nämlich zum Peter Richtinger. Wer schreibt, zum Most passt gut ein Speck dazu. Peter Richtinger, jetzt muss ich ehrlich sagen, bist du deppert. Der Peter Richtinger hat einen Speck gemacht und hat mir ein Backerl zugeschickt. Kostprobe. Wo ist er? Oben. Ah, da schon. Dann willst du jetzt essen oder willst du Ja, da das schneidet ein bisschen kannst schon gar nicht auf. aufschneiden. Da Kannst schon gar nicht ein aufschneiden. bisschen so. Du kannst Ja, die schön. lasse dann einmal riechen da oder was. Also auf jeden Fall. Er wollte es mir wieder vorenthalten, vielleicht. sogar. Ein Stickerl angeschnitten, gestern habe ich mir runtergeschnitten von dem, das selber gemachte Speck von Peter Richtinger. Da liegst du flach. Das ganze Haus hat geduftet nach einer Seuch. Na herrlich. Also ganz leibend, Peter Richtinger, ich danke dir recht narrisch. Sehr zum Wohl. Und jetzt kommen wir gleich mit der zweiten Frage raus. Pass auf. Folgende Vorausschau in den August. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird es im August eine Fanreise geben. Jawohl. Aber eine Fanreise für echte Fans, nämlich eine Motorrad. Eine Motorradtour. Wir haben vor, also aller Wahrscheinlichkeit nach, das ist alles noch in Planung, aber aller Wahrscheinlichkeit nach wird es im August dieses Jahres beim ALO, beim Heirigen am Reisberg, das ist also da im Wienerwald, wird es geben ein Konzert von uns, von den 16er Buben, und vorher werden wir mit einer Motorradtour machen. Also man muss quasi nicht mit dem Motorrad hin, man kann natürlich auch so hinkommen, aber speziell für unsere Freunde, die mit dem Motorrad unterwegs sind, werden wir da so eine kleine Tour machen. Das heißt also so am Vormittag so 3-4 Stunden Motorradpartie. Da haben wir jetzt schon vorgehabt, 2 geteilt, wer will, also Straßenfahrt und ein anderer Teil kann sich Schotterpisten, ne? über die Schotterpisten haben. Legale Wege.
legale Wege und jetzt schauen wir noch, wie es geht. Ursprünglich der Wolf von Wolfsbike und Tour TV wäre davor gesehen gewesen, aber der kann wahrscheinlich am Sonntag gar nicht so gut, wie es wieder Sonntag sein, so wie es jetzt ausschaut. Jetzt haben wir vielleicht noch einen anderen, ist ja wurscht, das ist schon alles zu viel Detail, aber es wird geben so eine Motorradl-Tour, quasi, so 3-4 Stunden und dann eben Konzert beim Heirigen mit den 16er Burm. Open Air. Ja, Christoph Vorwärts sagt, das klingt doch am Plan. Aber absolut. Und jetzt, weil der Peter Richtinger da ist, jetzt ist die große Frage, nachdem der Patrick ja kein Motorradfahrer noch ist. Jetzt haben wir uns gedacht, falls der Und Peter heuer sagt, sich das auch nicht ergeben ja, wird. es wird nicht Wir noch haben monetäre andere Sorgen, als mir ein Motorrad ja, zuzulegen. aber ein Computer hat er sich gekauft, Ja, den brauchen wir aber. Ja, gut, ja. Das Das war leider wirklich wichtig. Also für die ist der Computer. Absolut. Ne? Ja. Du brauchst einen Druck anlegen jetzt natürlich. Ja, ja. Und weil der Gerald Spörgmann Motorrad heurig mit Moostausfahrt und musikalischer Untermalung, muss ich ein bisschen berichtigen, es wird keine musikalische Untermalung sein, sondern wirklich ein Konzert. Ja. Wir werden dort ein Konzert spielen, aber eben die Hinfahrt, also es gibt eben eine Rundfahrt und das Ganze, also das wird sicher eine ganz lässige Geschichte und wir werden das rechtzeitig natürlich kolportieren und so weiter und so fort. Und weil halt der Peter Richtinger eine Beiwagenmaschine hat, haben wir uns gedacht, aber du musst nicht jetzt zu- oder abschlagen, Peter Richtinger am besten schreibst gar nichts, sondern lass das nur durch den Kopf gehen und ich sag gleich, wir sind überhaupt nicht besser, wenn du Nein sagst, aber jetzt wäre die Idee gewesen, dass der Patrick auch ein bisschen fahren kann, dass du mitnimmst in der Beiwagenmaschine, weil als Sozius traut er sich nicht mitfahren, der Patrick. Jetzt auch, dass man mit die Beiwagenmaschine reinhaut, dann doppelt, dann darf man auch nichts trinken, glaube ich. Aber halt, ihr wisst, was ich meine. Also eventuell, ja. Dann Herr Schlögl, ja, Samstag würde ich auch besser finden. Schauen wir mal, was geht, wie wir das hinbringen. Es ist wieder ein Samstag, es ist wieder Samstag oder Sonntag werden. Und genau, der Harry Schneider-Fonte sagt es richtig, Konzert mit alkoholischer Untermalung. So ungefähr kommt es dann hin. Patrick, apropos, schenkt mir eigentlich den Schluckerl. Der hat einen Zug wie ein neuer Ofen brennen heißt. Das ist ein Wahnsinn. Aber wie der Ernstl hat uns ja gerügt beim letzten Mal. Ich habe vom Strauch Ernstl eine WhatsApp bekommen, dass er gemeint hat, also er hat so viel Wein im Keller bei dem Tempo, was wir trinken, so kann es nicht weitergehen. Also wir sollen einen Zahn zulegen. Ja. Ernstl, in dem Sinne, ich bin ja mit dem Auto da, der muss der Klaus ein bisschen zulegen. Prost. Prost. Ich würde sagen, wir werden es auf jeden Fall wettmachen nächste Woche. Nächste Woche, ja. Wir werden uns im Most reinziehen vom Glaubermoor und rundum in Erstl sein Wein und dann wirklich innigst hoffen, dass ich am nächsten Tag meinen Morgen-Live-Show, Livestream nicht verschlafe. Du, der Peter Richtinger sagt, der Schmierwachse darf was trinken. Ah, Nee, na, was? Ja, aber da muss ich dann mit dem Auto wieder heimfahren. Die sind Ja, ja, und- mitfahren. Ich glaube auch, da müssen wir organisieren, ne? Das war hin. Weil die Elisabeth sogar einen A-Schein hat, natürlich. Also, aber die ist auch schon 20 Jahre nicht mehr gefahren jetzt oder was. Die ist früher relativ viel in ihre Richtung Ja, gefahren. hat sie uns gesagt, ja. Mhm. Ja, aber man muss schon, also wenn man lange einen Schein hat, Muss man wieder. Man muss dann Nein, schon das ein weiß die bisschen Elisabeth mehr als sehen. das nicht. Also, das ist überhaupt kein Thema. Ja. man muss nicht extrem übervorsichtig sein, aber Nein, ein bisschen an aber- Probefahrt muss man schon machen. Das ja. Auf jeden Fall, ja, großer Zuspruch. Großer Zuspruch. Der lange Patrick schaut vorhin mit die Viers aus. Ich fahre mich schon ein. Ich habe mir gedacht, ob der Sozius nicht gemütlicher Nein, war. ist nicht Aber wirklich. Da muss ich mehr mitfahren. Rocker schreibt schon, Schmiermax und sind harte Hund. Aber wie? Mein Lieber. Kommt dann ehemalige BMX-Erfahrungen und Mountainbike-Erfahrungen in meiner Jugendzeit. ja, ja. Ich bin ja gefahren. Bezirksmeisterschaft, Neunkirchen, BMX, glorios. Glorios, wirklich, habe ich den letzten Platz nicht erkannt. Aber gleich den nächsten. Ja, vorletzter. Vorletzter, ja. Von ziemlich viel Teilnehmer. ja gut, ich meine, das war ja anstrengend. Deine treten auch müssen, nicht nur stehen. Da bist du der. Ich bin gefahren wie ein junger Gott. Zack, erster Hegel gesprungen. Zack, ja, erster Hegel, zweiter Hegel, erste Kurven, nein, überhaupt kein Problem. Ganz vorne dabei. Nur dann haben wir schon gedacht, bist du wie lange zahlt sich das noch? Ich meine, das waren ja nicht einmal 10% von der Bahn. Da haben sie mich schon überholt auf gemütlich. Ja. Und wenn es den auch nicht auf die Goschen gehauen hätte, war er die Letzte geworden. Aber den habe ich dann überholt.
Der Ferchi schreibt gerade Patrick Forst bei mir hinten mit Ferchi. Ich brauche den Patrick noch. Ich hab die einmal gesehen. Blödsinn. Vor allem, ich brauche meine Hände noch, weißt du? Ich möchte gern heim zu dir und meine Haberei. Dran jede Nacht von dir und von einem Bier im Stammlokal. Trinken heute Häuser noch, ich mit Wasser und wir haben nur Wolkenkratzer da. Ich bin schon ganz pater. In San Francisco heißt es da nicht. Find kein Hoden mehr, haben's noch im Brot, ein Luftballon, geblasen her zu mir, dass ich was hab von dir weg. Schabadaba. Yes! Karl Hodener. Lange nicht gespielt. Lange gespielt. Lange nicht gespielt, ja. Sofort wiedererkannt. Ein Wunder. Ja. Gleich wieder kennt, ja. Aber die Achtelvereine dürfte Anklang gefunden haben. Rudi Korbes hat auch die Achtelvereine. Rudi, ich habe das Geld für die Linsen auf die Seiten gelegt. Also bald werde ich eine besorgen, dass der Christoph Acker seine wieder kriegt und natürlich der Rudi entsprechend hochgelebt werden kann. Jawohl. Weil, natürlich, gehört sich das. Aber ich glaube, das Bild ist wirklich besser geworden. Mit dem Tipp von Andreas Christina. Ein bisschen schärfer, nämlich. Also, dass wir schärfer sind. Und trotzdem der Hintergrund immer noch einen leichten Blurry-Effekt hat. Wie? Blurry, wie die Schotten sagen würden. Blurry, wie die Amis sagen täten. Verschwommen, wie wir sagen täten. Ja. Daniel Schlegel, ich mache euch dann bei der Ausfahrt das Safety Bike. Da kann ich so langsam fahren, wie ich will und muss mich nicht genieren. Naja, genieren muss man sich gar nicht. Es ist wieder Ausfahrt und aus. Also, auf ganz gemütlich. Auf ganz gemütlich. Wobei vielleicht auch 125 bitte. Mit dem Ferkel mitfahren, ich hab schon gern Schoder im Geldbärsel. Harry. Ja, da geht der Ferkel, sagt er, ich hab nur einen Sozialplatz. Ja, das ist gut so. Aber hausgleich bei Peitschen. Andreas Griesen, das machen wir. Machen wir doch, ja klar. Der Christoph Acker Klaus, das mag ich auch hoffen, dass du das Geld noch hast. Von welchem Geld redest du? Was redest du? Was tust du? Was willst du? Was meint er damit? Ich weiß nicht, der Christoph. Aber Hausgleich? Aber hausgleich bei Peitschen, Andreas Christen, das spielen wir die. Ja, machen wir. Das ist ganz klar. Das ist ganz klar. Ah, altes Wiener Lied, weißt du, wer es geschrieben hat? Weißt du das auswendig? Nein, weiß ich jetzt Oder nicht. ist es so alt, dass man es nicht Nein, weiß? oh, es gibt da. Das ist eben schon. Nein. Föderl ist es nicht. Ein Corchet ist es auch nicht. Victor Corchet könnte aber sein. Bin mir nicht sicher, aber der Rudi Korbes weiß es vielleicht. Also, oder zumindest kann er nachschauen.
Bitte. Ja. Du, der Rock kann, sagt der Patrick, wenn du halb so gut Motorrad fährst, wie du auf der Quetsche spielst, dann bist du Weltmeister. Ja, aber Rock kann, er spielt, also er fährt sicher nicht einmal halb so gut wie Motorrad wird. Also, das wird nicht sein, sagen wir mal so. Und bis in August, ich glaube nicht, dass du ins Training kommen wirst. Ich glaube nicht. Aber, was weiß man? Na, vor allem, es ist eine Frage. Ja, bis August ist schon eng, nicht? Was jetzt auf die Gache sagst. Ein 125er Schein könnte ich machen, nicht? Ja, da muss man da muss man gar keine Prüfung machen. Nein, Ich glaub, das sind nur- 6 Stunden oder also was, Vorstunden, an einem Tag ja. quasi fährst und dann Ja, dann kannst du fährst- aber nicht fahren. Nicht? Ja, aber dann machst du ein, zwei Kurse über die C oder wo, ne? Genau Und so dann, ist und es. dann brauchst du das Motorrad, ne? Das ist halt das. Das ist das ja. Das ist halt das. Da wären wir auf die. Aber da was wissen wir. Grundsätzlich gefahren bin ich ja schon mit einem Motorrad. Weil da- Aber fahren und fahren ist ja Unterschied. Nicht? Grundsätzlich vor das eh, ja. Grundsätzlich bin ich auch schon mit einem Parkhaus gefahren. wie ich Und der weg- Fährche wird es trotzdem besser machen, nicht? Natürlich. Also wenn ich Weg fahre, wie ich wieder stehen bleibe. Also, oder anhalte. Das ist wichtig einmal. Da gibt es ja wunderbare Videos immer für. Das passiert aber in jedem, glaube ich, irgendwann einmal, oder? Was? Dass man statt bremst, statt die Bremse zieht, Gas gibt. Aber es gibt es beim Auto auch nicht. Aber man, beim Auto noch nie passiert. Also Gott sei Nein, Dank. beim Motor, nein, das ist, ja, wenn du es gar nicht kannst und null Idee hast, dann kann es passieren, aber wenn du es grundsätzlich weißt, Wenn die Kupplung zieht, ist da aber statt, kein statt, Fehler. statt Bremsen Gas ziehen, also ja, da musst du schon ein fester Trottel sein. Das denke ich mir auch. Glaube ich. Meine, aber ich kann mir das nicht vorstellen, aber das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Ja. Beim Autofahren kannst du von mir das hängen, beim Pedal, ja, kann es auch nicht, aber kann passieren. Nein, ist ja wurscht. Ja, Red wurscht. nicht davon. Aber Hausknecht mehr Peitschen. Die Jawohl. Unterhaltung bei euch ist schon gestartet, offenbar. Gefällt es euch eh? Was sagst du? Nein, so was anderes. Der Lord, glaube ich mal, für mein Buch Cobra wird es zu weit sein. Nach Wien und dann noch eine Ausfahrt. Naja, musst mit dem Motorrad anhängen kommen. Also, ich denke, die kannst du in den Kofferraum auch rein tun. In F-Dur respektive G-Moll. Gemoll, und zwar Komponist Kurt Herbert. Und Text und Musik Kurt Herbert. Danke, Rudi. Rudolfo Corvez. Rodolfo Carabezzo, unser Danke. Wikipedia des Wiener Wiedes. Kann man sagen, ja. Na gut, bin im Anschlag. Ich hab auch einmal gelacht und viel Dummheiten gemacht. Ich lauft keinen Draht oder nix, weil man leider mal und jetzt auf Franz. Ich hab gesungen und tanzt, ganz in echt hab ich gewalzt und mein Patch noch schön alt. Zuerst die nobliche Fuge, dann die nobliche Tugend. Wenn ich denk, wie das einmal heute ist längst alles geht. Aber hast kein nicht mehr Passion, schöne Könnerin, mein Hut. Und dann fahren wir schön langsam statt fort, dass das Leben nur ein Grenzweg ist. Das hab ich längst erfahren und dass manches Mal ein Bumper macht, grad in den schönsten Jahren. Alja, ussasa, ho, ussasa, ho, alja, ussasa, ho, ussasa, ho. Frisch lackiert war mein Wohn und mein Geschäft hat was dran. Jetzt am Grund hat ich kennt und der Golden ist gerannt, immer modisch das Gewand und er sonst gesund beieinander mit einem Flinzel in den Ohren. Freundl, das war er vorn. Zuerst die nobliche Fuhr und dann die nodige Tour. Wenn ich denk, wie das war, aber heute ist längst noch das Gold. Aber hast nicht mehr Pätschen, schöne Könnerin, mein Hut. Und dann fahren
das Leben nur ein Kreuzweg ist, das hab ich längst erfahren. Und dass manches Mal ein Opfer macht, grad in den schönsten Jahren. La hussa sa ho, hussa sa ho, hussa sa ho, hussa sa ho. Schöne Nummer, schön zweistimmig gesungen. Bemüht. Nein, taugt mir auch die Nummer schön. Danke, Andreas Christian, für diesen Wunsch. Die roten Achteln von einem, muss ich sagen, danke herzlich. Uns hat es auch gefallen, muss ich Eine ehrlich sagen. alte Nummer. Hat sehr Spaß gemacht. Das hätte mich jetzt wirklich noch mal interessieren. Vielleicht weiß es auch noch mal der Rodolfo Corbetto oder der Corbes Rode, wie wir sagen, auch nicht. Von wann das Lied ist? Wann war denn der Komponist? Wann war das? War das Gut, noch Herbert. 19. Jahrhundert? Nein, schon Oder war das schon 20. Ich glaube, es ist schon 20. Kurt Herbert ist Ja, schon schon. 20. Jahrhundert, der ist nicht frei. Also, ja, ist Aber 20. Jahrhundert. Ist Ja. nicht frei oder frei sich. Nein. Nein, Nein. so jung Herbert- ist das Lied. Kurt Herbert, ja, relativ jung ist es. Also, ob das nicht auch in irgendeinem Film, für einen Film. Weil da war ich jetzt komplett Nein, daneben. es ist ein relativ junges Lied, aber so romantisierend geschrieben eben. Es ist ja nicht ganz so altes Lied, ja. Aber hast der du Rudi, nicht Deutschen? bitte Rudi, ich hätte geschätzt, also wenn ich gesagt hätte, ja, eventuell sogar 19. Jahrhundert und wenn 20. Jahr, dann so 20er Jahre, maximal 30er Ja, Jahre. da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, Okay, aber ja, es ist schon 20. Jahrhundert, ja. Ja. Der Philipp Zach, ich bin das Kaffee von in der Früh schon so gewohnt, jetzt hätte ich mich fast Philipp, vertragen. servus. Großartige Geschichte. Ja. Morgen wieder. Philipp, morgen haben wir wieder Kaffee von rein. Der Rock K. sagt es keiner für dich. Ist der Hof da? Ist der Hof heute da? Wir haben das Interview natürlich angeschaut. Mit Zonka und der Hof. Na, ganz grandios, Patrick. Muss ich dir natürlich auch sagen, am Schluss fährt er dann rein und macht natürlich eine kleine Lobeshymne auf die 16er Buben, was mich irrsinnig gefreut hat. Das ist natürlich schön. Das Und freut weil mich wirklich, er so aber- geschwärmt hat von den Liedern und das Keilen ist quasi eines seiner Lieblingslieder. Das hat mich auch sehr gefreut. Freut Dann machen mich wir auch, das ja. sicher noch. Hä? Machen wir. Freut mich auch. Ja, machen wir sicher. Gelungene Nummer, absolut. Also ich Ja, genau. Ist der Hof schon da oder ist er schon im Kreissaal? Na, eigentlich, so wie ich das verstanden habe, wann war die Aufnahme? Müsste eigentlich schon da sein, das Kind. Eigentlich. Eigentlich schon, oder? Der Herbig hat es gesungen, bitte sehr. Ja, ja, ich gut, krieg ja, mir's der nicht rein. Herbig, ja, aber das heißt nicht, Und ich dass... glaube, es ist auch für irgendeinen Film geschrieben worden wieder. Das ist so wie die Reblaus und diese Geschichten. Die Reblaus klingt ja auch eigentlich wie wenn es aus dem 19. Jahrhundert war, vom Föderl. Aber es genau nicht. Na gut, das ist ein Föderl. Naja, Das ist eine der Föderl-Nummer, ne? Der hat Wiener Lieder geschrieben, ja. Kurt Herbert auch, ne? Ja. Drum, Aber natürlich, aber ja. so ein bisschen romantisierend, wie man sagt. Ne? Jetzt schau dir dann in der Schlöge. Klaus, ich hoffe, du weißt den Versprechen noch von letzter Woche. Ja, ich habe es auch versprochen. Ich kann mich erinnern. Ja. Der Hof, heute ist Geburtstermin. Ne? Siehst du das? Ne? Da wieder nicht. Wieso schaut er da nicht zu? Ja, warum? Na, da haut aber jetzt einmal alle eine bitte ein Rotsachtel Ja, für den Hof. mehrere. Für den Hof und Ja. dass eine gesunde Geburt, dass alles leibend ist, alles gesund, alles wohlauf, alles gemütlich anrennt und ja, dass einfach alles zufriedenstellend passiert. Haut eine bitte Rotsachtel für den Hof Ja, voll Und in der seine Frau. Schweine, voll in der Schweine. und sein Kind, das hoffentlich heute die Welt erblickt. Das war natürlich eine Geschichte. Ich danke euch vielmals. Kommen schon, die Achteln kommen ja schon. Na, wunderbar. Ja, super. Straßenhahn sind auch wichtig. Philipp Zach, Mick Maike, Jawohl. Rudi Korbes, Rockgar, Daniela Schlögel, Markus Volker, Fritzl Startguss natürlich. Fritzl, ich hoffe, du bist dabei wieder bei der XL-Pavlatschen. Also es ist ja kein XL-Pavlatschen. Es könnte sich nur zu so einer entwickeln. Nächsten Montag, weil natürlich ohne Fritzl kann ich kein XL-Pavlatschen machen. Das geht nicht. Und Fritzl brauche ich dabei. Klausi-Termin ist nicht gleich Geburt. Wenn es kommt, dann kommt es. Ja, das weiß ich eh. 10 Tage drüben im Spital ist erlaubt, der Überzug. Ja, das weiß ich eh. Wie sagt man da drauf? Wissen wir schon. Das wissen wir schon. Arre. Ja, aber deswegen kann man ja trotzdem die Achteln rein haben. Ne? Ich meine, ist ja für den Hof und nicht fürs Kind. Ehrlich. Ja, das erste Baby, das mit so viel Achteln auf die Welt kommt. Das Dread, jawohl, Landtagsstrom. Don't hassle the Hof. Meine Rede. Matthias Mariacher. Absolut.
Ich kenne ja nur den Hof vom Chat von unserer Pavlatschen Ja. und habe den das erste Mal dort gesehen, sozusagen in Persona. Und ein total sympathischer Kerl ist. Motorradpolizist, ja. Und ein total sympathischer Typ. Absolut. Ja, das ist so ein Typ, weißt du, was du sagst, der hat so eine Ausstrahlung, eine gemütliche, schöne. Also ich freue mich voll, dass das ist. Also ich danke euch schon für die roten Achteln für ihn. Also quasi ein Ex-Kollege von deinem Bruder, nicht? Sozusagen. Sozusagen, ja. Sozusagen. Der Ja, ganz ein wobei- sympathischer ja, Kerl ist der Thomas. Ja, aber mein Bruder war ja kein Motorradpolizist, sondern war Polizist oder Gendarm Ja, und ist auch mit dem Motorrad gefahren. Aber der Hof ist ja wirklich so bei dieser Mod, ne? bei dieser Abteilung oder wie man das sagt. Ne? Ja. Und also wirklich Motorradpolizei, da gibt es ja eine Unterscheidung. Mein Bruder ist ja auch gefahren mit dem Motorrad halt, ist aber nicht in dieser. Ja. Ja. So irgendwie. Können Sie auch Looking for Freedom? Christoph Acker, erste Verwarnung. Natürlich bin ich dabei, sagt der Fritzl, na Gott sei Dank. Und der Gerald Spörk bringt es auf den Punkt. Und er sagt, es ist egal, was wird, Hauptsache der Bub ist gesund. Harald Täuber hat auch die Achtel rein. Na gut, da kann nichts. Steine 07 ist auch Der Herr recht dabei. Täuber da ist, kann Georg gar nichts Scheurer. passieren. Gruß vom Stauchernstl, sagt der Georg, gleich und dankt der Ski. Wenn er bei dir ist, größere Tour bitte. Jawohl. Der Christoph Arbeit, können wir heute noch, jetzt trinken wir noch eine Flasche Wein hören? Das werden wir schon einbauen. Jetzt sind wir im göttlichen Heiland auf die Weinberg geschaut. Früheste Prägung für den kleinen Harry, ja. Ich kann gar nichts dafür. Das glaube ich. Das glaube ich da. Ich bin ja in der Hera auf die Welt gekommen, ne? Nein, in der Stadt, ne? Aber ich habe so blärt, ich habe so herumgefeilt, War nicht in Wilhelmina? das Ja, heimgefahren sind. Also wir haben Heimbrach. Also ich habe das sofort gespürt. Das ist ein roter Drink, da fühle ich mich nicht wohl. Da kehre ich her und habe so blärt, habe so herumgeschaut und dann sind sie heimgefahren und ich war ruhig und zufrieden. Meine Mutter erzählt heute noch die Geschichte, ich hab schon blärt, da war ich nicht einmal noch heraus. Wie war? Kann man der Schädel da schon, Das kann man vorstellen. war schon ein Batzen wie Na, bei dir kann ich mir das echt vorstellen. Da wirst du drin gewesen sein, der Wampen von der Mama. Und wirst du gedacht haben, Alter, was gibt's, jetzt muss ich da raus, das kann es nicht sein. Das kann ich mir original vorstellen. Beim Bruder war es umgekehrt. Der hat ein paar Schläge auf den Hintern gebracht. Na, aber das weiß ich bei mir gar nicht. Das hat keiner Meine Mutter erzählt. hat mir erzählt, sowas haben sie noch nie erlebt, hat er gesagt. Den haben sie da geschlagen, ne, Albert? Na, mich? Nein, er meine. In Oliver haben sie Ja, nicht erschlagen, dass ich überhaupt damit. Hat mir mal der Rotzbär. Das war noch anders, da ist man anders umgegangen mit uns an. Ich bin noch gesteckt, hat die Mama gesagt. Und hat schon Ja, ein Bier war ein Kreis. Da war noch alles drin. Ne? Alle sind zusammengerannt. Schon ein Säugling, nur die Pappen offen. So ist es. Geh, Patrick, schenk mein so gut, weil jetzt müssen wir aktiv werden. Ja, Daniela Schlögl. Hörst du, es war doch ein Zweiter, der die Schoss von der Mama ugiert hat, letztes Mal. Ich kann mich nicht an die Daniela erinnern. Naja, die Daniela will schon lange hören. Aber wer war das noch? Das habe ich vergessen. Cool. Christoph Acker, jawohl, zweite Verwarnung. Mach nur so weiter, dann wirst du der dritte auch noch kriegen. Jawohl, Motorradfahrer Roberta ist auch wieder dabei. Sehr leiber. Na gut, pass auf. Daniela Schlögl sagt da was. Es war zweiter, ich weiß nicht mehr wer. Und auf jeden Fall wird schon seit langem gewünscht auf der Schoß von der Mama. Eine Eigenkomposition, die haben wir auf welcher CD drauf? Auf der Das Wiener Lied lebt. Das mit dem Heftal drinnen, Mit ne? Heftal mit drinnen, Booklet. Booklet, Alles ja. klar. Ja. Da haben wir das drauf Ohne Solo. und das habe ich geschrieben, den Text hat die Monika Kuri geschrieben. Die Musik habe ich dann, also ich habe es dann vertont. Und wie mit so vielen Liedern, ja, war ich nicht so übertrieben glücklich damit, muss ich ehrlich sagen. Mir hat es immer gefallen. Aber wir werden es jetzt auch verspielen. Es ist eigentlich kein Wiener Lied. Überhaupt Es ist ganz was anderes. Überhaupt nicht. Und wirklich kennen du es natürlich auch nicht, aber ich habe mir da den Text hergelegt, dass ich zumindest beim Text vielleicht nicht ganz aussteige. Wir sind ja nicht viel zum Üben gekommen, weil man ja aus bekannten Gründen nicht, was ich wie oft zusammenkommen kann, so ich darf. Und wir spielen es aber trotzdem. Weil die Daniela Schlögl hat das schon so lange schon aufgegeben, dass wir es überhaupt spielen. Und wie gesagt, und letztes Mal war noch ein Zweiter dabei, der das Lied auch gehört hat. Aber wer Und hat das? ich weiß auch nicht mehr. Der Mötze nicht, der ist wahrscheinlich gar nicht da. Oder hat schon wieder vergessen. Haben wir es uns umsonst nicht gelernt. Nein. Wir probieren es einfach.
Ja, für die Daniela, wir werden das Beste aussehen. Gibt der Erich Russell, bei mir muss die Geburt schwierig gewesen sein, selbst schon die Quetschen dabei kommt. Der fast, ja. Das ist auf die Welt gekommen und gesagt, das ist ja der faltiges Gesicht. Das sind auch die Quetschen. So altes Instrument, so viel Falten. Kopf verlagert, Knie auf die Schultern und die Finger zwickt. Und auf geschiefte Wunden ob schiefere Zungen oder gar das Handel verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was damit tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schule und ein blauer Fleck am Wadel. Ob eingeschossene Scheiben oder beim Zündern was verbrennt. Mein Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was damit tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man als Kleiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Ist man älter geworden, möcht man das auch gern tun. Man fährt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche so, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Weil du legst den Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was damit tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es keiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Naja. Schöne Nummer. Naja, die Rotnachteln von einer. Jawohl! Also entweder gefällt es euch oder ihr seid einfach unheimlich höflich. Nein, das ist Es ist ausbaufähig. Muss Ja, ich sagen, gefällt ist rein technisch. Rein technisch von uns ist es ausbaufähig. Aber gefällt mir. Snoop Dogg Dogg ist da. Ich sage, wow, das Lied ist richtig gut, nicht schlecht. Dankeschön.
Jesus, das eskaliert für mich, aber so viel schön. Ja, das ist oft ein bisschen, weil du das so sagst, Gerhard Spörk, ehrlich gesagt, das ist von mir, aber es eskaliert für mich. Also ich hätte, warum ich das geschrieben habe, nein, ich finde es auch schön. Es ist ja grundsätzlich jetzt ein schönes Lied, aber Ich finde es herrlich. Also, aber warum ich sowas geschrieben habe, weiß ich nicht. Also von der Musik, von der Art. Aber vielleicht war ich damals einfach inspiriert. Der Text, wie gesagt, der war ja vorgegeben, den habe ich das draus gemacht. Aber es gefällt. Es gefällt. Das war mir mal ein bisschen anders, sagt der Christopher da, ja. Ich sage, eine ganz andere Sache. Und gehört auch dazu. Falscher Motto, sage einfach nur schön. Ich danke euch vielmals. Ja. Aber die Achtel von einer, wie gesagt, also ganz verkehrt kann, na schau, so viel Achteln. Da fahre ich da auf vor. ein Wahnsinn mit der. Und die Daniela sagt ja, es ist zwar kein Wiener Lied, aber ich verbinde mit dem Lied sehr viel, beziehungsweise ich kann es nicht hören, ohne nicht feuchte Augen zu bekommen. Naja, Daniela, wie gesagt, es war für dich und für den zweiten, wo ich nicht mehr weiß, wer es war. Also, du kannst es ganz für dich jetzt einheimseln. Daniela hat eine Riesenfreude. Bedankt sich noch einmal extra. Also, bitte Grüß dich, gerne. jawohl. Ja. Jawohl. Der Christoph Acker, natürlich sind wir höflich, aber schön war es auch. Na gut. Gibt's keine Vermahnung. Nein, Ragnar Reiner sagt super und hat die 8 Leine Dankeschön. Der Marco Ginelli hat natürlich auch endlos Schleife 8 Leine. Großartig. Die Melodie kommt mir so bekannt vor, natürlich ist er von mir. selbstverständlich. Na, ich wär's schon wo gestohlen haben. Ich schreibe ihm in der Nacht, wisst, da wird er wieder am meisten gestohlen. Christopher Dauser hat mir jetzt gefallen. Daniela geht schon Taschentücher suchen. Ja, es ist ein sehr berührendes Lied, aber es so wahr ist irgendwie. Text Monika Kurier. Die Monika schreibt auch wunderbare Texte. Hat geschrieben, sie schreibt ja nicht mehr. Ja, leider. Aber die hat schöne Sachen Die geschrieben. gleiche Komponist, also der gleiche Textautorin, die auch mein Schatzerl ist eine Heißelfrau geschrieben hat für mich. Ja, ich meine, textlich natürlich jetzt schon. Rein vom Ding her ein bisschen anders, aber eigentlich ja. Na, herrlich. Der Läusl ist auch von dir. Läusl ist auch von dir. Läusl ist auch von dir, ja. Ja. Mhm. Dann geht man spielen, haben wir schon lange nicht mehr gespielt. Spielt man auch spielen, Den ja. habe ich vielleicht schon wieder vergessen zum Schluss. Ich weiß nicht, nein. Was ist der? Das Problem ist, wir seit einem Jahr, wir spielen so wenig. Naja, klar, nicht. Auch mit der Woche. Ich meine, Das ist das ist nichts, ne? furchtbar. Wir haben früher gespielt im Monat, starkes Monat so 10, 15 Mal. Bei den ganz starken Monat 20 Mal. Im Monat, nicht? Und jetzt spielen wir 4 Mal im Monat auf Gott, 4, 5 Mal, nicht? Also das muss man wirklich so singen, auch, ja. In was für Tonart ist der? C oder F? Gustav. Haben wir schon, ja. Okay, ja. Ich glaube, ich bring's hin. Aufgabe. Ich bring's hin. Der Läusl. Neulich war ich eingeladen bei einer Feier, gemeinsam mit der Gruber und dem Meier. Oh, das war so festlich und so elegant, die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganzen Ehegatten, die Damen im Kostümchen, nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusl heut nicht sieht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen lau, aber dann ist es Essen gekommen, na und schau, kaum waren die Händel und die Fleischlein dann serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Oh, das hat sich gestürzt am Schnitzel und den Erdäpfelsalat, na dass der Läusl nicht dabei war, ist wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Dann trinkt man noch ein paar Schnapseln zum Verdauen. Die Achteln rennen, so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden auch schon die alten Lieder gesungen.
und das Tanzbein wird geschwungen. Mehr tanzt Lambada und der Gruber ist kein Vater. Hat sich sie dazu, der Tisch bricht zusammen, ist gestorben. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Da fällt der Läusel bald dazu. So ist dann gegangen, bis in die Morgenstunden. Das hätte der Läusel sicher leibert gefunden. Ja, ja, da seine, das sag ich euch. Dem Läusel seine war die schönste Leich. Ja. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusel ist tot. Jawohl. Und die aufmerksamen Zuhörer haben schon festgestellt, das ist der Anfang ist 1:1 Ludwig Hirsch, ja. Das war auch beabsichtigt, das war sozusagen dieses Lied eine Hommage an Ludwig Hirsch, aber es sind wirklich nur diese das ist von der Oma. Und das war es aber schon. Und das war es aber schon. Das Weiterführende ist dann eben von uns dazugekommen, aber in der Tat haben das einige natürlich richtig erkannt. Hubert Aristoteles war Boltinger natürlich, ganz klar. Andreas Christin hat die Oma richtig. Lord, glaub mal, der Anfang war jetzt 1:1 die Oma von Ludwig Hirsch. Ja, aber wirklich nur der Anfang. Es ist so schade, es ist so schade. Der Taschensperk ist am Start. Yes, Aber weiter ist da. Grüß es den Weihviertel. Jawohl, grüß euch. Ja, da haben wir gleich einen Schluck eine. Auf die Spiegs. Sofort muss ich nachschenken. Einen Schluckerl nehme ich mir auch noch. Weil du die einschenkst, brenn dir mal ganz komplett ohne Hintergedanken ein die Möglichkeit, wie man uns auch was zukommen lassen kann. Bitte spendet, wenn es euch gefällt, wenn euch die Musik gefallen hat. Oder gefällt. Schon lange kein Eingang mehr auf dem Konto verzeichnet. Ja, wie war. Ich war schon bald auf dem Montag, ne? Ich hab sie mit einer Dauer einblenden. Zum Wohle, auf euch. Und die zwei Viertel nicht, du sperrst. Da werden wieder die Portöne am Tisch stehen. Ich kenne ihn ja. Ja, ist ja nichts Verwerfliches, im Gegenteil. Der Christoph Acker, das gefällt mir. Was ist im Burgenland der Unterschied zwischen Geburtstagsfeier und einer Leich? Bei der Beerdigung ist ein Betrunkener weniger. Ja, das ist im Weihviertel nicht anders. Das kann man so sagen. Jawohl. Kurvensurfer Obi-Wan. Grüße aus dem Nachtdienst, leider keine Achteln für mich. Kurvensurfer Obi-Wan, ich trinke für die. 4 Takte darf man ja stehen. Ja, das war ja ein Zitat. Ich wollte sagen, ist immer unterschiedlich, ob es ein gestohlen ist oder ein Zitat. Nein, das sind nicht einmal 4 Takte. Das ist ein Zitat. Ja. Das ist ein Takt. 1, 2, 3, 4. Ja, ein Takt. Ja, es ist ein Takt. Schmattes ist schon überwiesen. Danke. Marco Cinelli, danke schön. Aber das hat sich gleich wieder angetan. Das schalte gleich wieder rein. Schmattes, das wird gleich wieder, dass man sieht. Ja, danke. Ich danke vielmals für die Möglichkeit, weil natürlich, also wir sind jetzt mehrfach wieder angesprochen worden, ob man nicht da so zu bezahlende Konzerte macht. Und haben wir gesagt, naja, grundsätzlich, wir können uns das schon vorstellen, dass wir das auch machen, einmal so Online-Geschichte, so ein Ausreißer, aber ja, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile auch so gut gehen würde, nachdem wir so viel spielen. Und wenn man uns jetzt kennt und da jetzt ein paar Latschen machen. Und jetzt bei so einem Live-Konzert, denke ich immer halt, bei einem Live-Konzert, also so ein Streaming-Konzert, wo die Leute zahlen müssen dafür, dass du überhaupt den Zugang kriegst, also nicht auf YouTube, sondern das ist ja dann so auf anderen Ding. Denke mal, würde man sich zu Recht die Frage stellen, ja, und was ist jetzt anders? Ne? Das ist
Weil, dass ich jetzt dann sage, ich bin dort ein ernsthafter und red weniger. Glaube ich, das geht bei uns Nein. nicht. Das macht ja das, ich Das finde, das macht ja 16 aus, oder? Ja, finde ich ja. auch, absolut. Weil ich muss den manchmal Absolut. zurechtweisen einfach, das ist ja so, das geht nicht anders. Ja, eh. Und ich meine, und ganz ohne deine Hinweise, wo Schwächert liegt oder was, geht das halt nicht. Im Westen, oder? Das ist ja, Nein, westlich, wurscht. von, Ja, westlich ja, vom ja, Osten. nein, nein, nicht rette Östlich vom Westen. Wie war das? Rette. Südöstlich vom Westen. Ne? Das Südöstlich vom Westen. Nein, hervorragend. Also wie gesagt, aber ich glaube schon, dass wir mal sowas machen werden. Nämlich auch konkret geht es ja um eine Plattform, wo der ja ein Freund ins Leben gerufen hat. Und das werden wir schon machen, aber eher eigentlich um das zu unterstützen oder zu promoten. Ja, genau. Und da haben wir gesagt, und da kriegen wir aber, würden wir dann auch bekommen, die Film, also den Film dann quasi, also die Aufzeichnung, die würde uns dann zustehen und die könnte man dann auch zum Beispiel auf YouTube oder sonst aufstellen. Verwerten sozusagen, ja genau. Und das ist für mich so eine Grundvoraussetzung, also wenn ich was bezahlt mache, dann muss dann zumindest im Anschluss die Möglichkeit sein, dass das. Es gibt ja auch sowas wie Patreon, ich weiß nicht, ob Sie das kennt, machen sehr viele Musiker, das ist quasi so eine Art, wie sagt man, so Crowdfunding-Geschichte eigentlich. Also das ist, bei Patreon ist es ja so, da gehst quasi ein Abo ein, ne? Da zahlst du so, kann von 3 Euro sein bis was weiß ich wohin, da zahlst quasi ein Abo und unterstützt damit den Künstler deines Vertrauens und der Künstler macht halt dann einen Exklusiv-Content halt für die auch, ne? Also für Patreon, für die dortigen Unterstützer. Und das ist eine recht leibende Geschichte, grundsätzlich, das machen auch viel, aber auch hier habe ich immer wieder gedacht, bei uns passt nicht mehr oder es geht Eigentlich nicht. weil Genau so ist es, ich ja. mache gern Content, ich bringe gern was zusammen und wir sitzen gern zusammen und spielen was ein und machen irgendwelche Geschichten. Aber ja, ich würde es nicht aufteilen auf exklusiv, das ist, oder die Patreon-Abonnenten kriegen das 2 Wochen 2 Wochen früher. früher oder was. Ja. Das ist Ja, mir ja, ehrlich gesagt so vollkommen mühsam. Und deswegen blende ich gleich nochmal ein, Schmartes-Seiten. Denke ich mir echt, lieber, Thomas Klagenfurt zahlt es noch so ein, bitte, danke. Der Thomas Klagenfurt, bei der Bezahlbablatschen trinkt ihr vielleicht weniger, Fragezeichen. Sicher nicht. Was Sicher heißt weniger? nicht. Wir trinken Abundön. Ja. Und nicht, ich trinke 2 Achteln. Ja gut, weil du fahren musst. Fahren Muss man jetzt auch der Ist so, Vollständigkeit darüber sagen, sonst, wenn du nicht fahren müsstest, warst du ganz genauso, weil Ja, jeder das- Montag ein Untergang. Na was heißt? Na, was? Da müsst ihr die Pavlage an einem Freitag machen, weil die ganzen Gäste alle... Ja, wisst ihr. Christoph Acker macht vom Scheibelhof einen gelben Muskateller auf aus dem Burgenland. Das war ein gutes Trepferlauch. Ja, kann man auch nichts sagen. Hat der Ernstl nichts dagegen, wenn ich das erwähne, der Ernstl Straucher. Sieh, man kennt sich ja untereinander auch. Das ist, Du, der Andreas Christian hat eine gute Idee, ihr könnt ein Wohnzimmerkonzert versteigern. kann man machen, ja. Ja, aber ich meine, ist nicht einfacher, jetzt einfach mal lässt herumgehen Man lässt und sich- was ja, der eine oder andere zahlt ein und manche zahlt nie was ein, manche zahlen jedes Mal was ein, manche zahlen immer wieder was ein, manche Genau. zahlen unterschiedlich, einmal mehr, einmal weniger ein. Ich glaube, dass unterm Strich das ganz gut ausgepasst und ich glaube auch, dass das einfach bei uns auch so eingeführt ist und wir eine Gaudi haben und ich weiß nicht, ich glaube auch, dass es jetzt wirklich auch so ein bisschen ein Stammpublikum ist, eine Fanbase, wie man heute neudeutsch sagt. Ja. Und irgendwo habe ich ja das Gefühl, zumindest was den Chat betrifft, nicht? Also alle Zuseher kann ja nicht direkt ansprechen, es schreiben nicht viele mit. Haben wir was? Sofort muss ich den Zeigefinger erheben. Lord Glaubermoor, Prost Burschen, lass mir den Dialekt nicht aussterben. Jawohl, 9,99 € ist das. Grazie mille. Achso, Dialekt. Dank der Schön. Herzlichen Sehr zum Wohl, Dank. Prost. Na, gute Idee. Ja, Ein Zugbier aufbrennen, ich sag's ja. ja, geht du mal gleich noch. Geht Ja. du mir gleich noch. Weil der Matthias sagt, ja, ein Pavlage ist 2 Wochen später nicht undenkbar. Die Interaktion, genau, du sagst es mich genau richtig. Genau. Die Interaktion mit den Leuten aus dem Chat ist, finde ich, lustig. Und ich habe das gemerkt bei meiner Morgenshow, kleine Werbung am Rande dafür, Montag bis Freitag, 9 Uhr auf meinem Kanal, Klaus Steurer. Es dürfte sich lohnen, weil auf, Sehenswert und hörenswert. Ja. Muss ich wirklich und das sagen. muss sich lohnen, weil auf Facebook bin ich schon gesperrt worden. Mit Livestream. Auf Facebook ist er gesperrt.
Dankeschön. Danke vielmals. Nur keinen einzigen Hater, aber gesperrt bin ich. Ne? Ist ja wurscht. Aber auf jeden Fall tut es nämlich auch so. Da haben wir ja Themen vorbereitet gehabt früher. Jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Ich mache das nur 30 Mal, muss ich dazu sagen. Also das ist ein Projekt auf 30 Mal 30 ausgelegt. Ja, 30 Werktage, Montag bis Freitag. Und das bedeutet der gesamte Februar. Also bis zum letzten Freitag im Februar ist es. Morgen ist die 17. Ausgabe. Und da ist es so, dass ich trotz vorbereiteten, mehr oder weniger vorbereiteten Themen, komme ich vom Hundertsten ins Tausendste, weil im Chat ergibt sich das einfach. Genau. Und jetzt nicht nur Blödelei, aber auch das, aber es ergeben sich einfach gute Fragen oder gute Statements und auf die geht man dann ein. Und ich finde, das macht sich aus, weil sonst kann ich gleich ein Video dran, da brauche ich keinen Livestream machen. Und so ein bisschen denke ich mir, das ist es natürlich mit diesen Livestreams, wenn man das jetzt quasi aufzeichnet, man hat es auch seinen Reiz, ist keine Frage, aber natürlich nicht den gleichen. Ja, nicht den gleichen. Muss ich sagen. Ja. Christoph Acker, was? Ich müsste gar nichts zahlen, Acker. Du musst noch bitte zahlen. Bei dir ist es ja ganz klar. Der Schwein im Geld, der Mensch. Warte. Ja. Aber du kriegst bald eine Linsen, die kannst du ins Pfandl hauen. Dann kann ja. Böse, böse. Ja, wirklich wahr, wirklich wahr. Nein, Aber ich glaube, gar dass das gescheiter ist. Also ich bin wirklich nicht der Fan von meinem Geld und wir wollen natürlich auch was verdienen und wir wollen schon ein Geschäft auch machen, aber Ja, das ist, man muss irgendwie so einen guten Mittelweg finden. Und das war immer so, wie Warum glaubst du, spielen wir 26 Jahre zusammen? Richtig. Das ist ja mit der Grund auch nicht. Und wir haben uns eigentlich das ist notwendig, aber auch mit den Wirten oder was, wir haben uns da, wüsste jetzt nicht mit irgendwen wirklich zerstritten. nein, gar nicht. Die anständig waren. Mit Unanständigen Und schon. schon, absolut. Absolut. Aber so mit Es anständigen war nicht viel unanständig. war nicht viel. Aber Dabei, ne? das ist eine Frühstücks-Limited Edition. Snoop Dogg Dogg ist vollkommen richtig. Interessante Themenverfehlungen waren das schon, ja. Der Rudi Korb, am besten war die eine Sendung immer vorgeredet. Ich glaube, da habe ich vorbereitet gehabt, wirklich, also ein super Thema, die Gesang, die Stimme, die menschliche Stimme, das Ganze drumherum, nicht, wollte ein bisschen was erzählen drüber, über Atem, also nicht jetzt nur für Musiker, sondern überhaupt wirklich Interessantes. Und dann hat mich gefragt, Wie sich ein Andreas Ton Danzl, bildet, nicht? genau, so ungefähr, Ja. der Danzl fragt mich erst, wie bist du eigentlich auf die Tätowierung gekommen? Und die ganze Sendung, 2 Stunden lang haben wir geredet über meine Mit dem Tätowierung. Bäcker. Das ist Herrlich. ich habe die Bühne, weißt du, war bei mir in der Klause, da habe ich die Büdeln hängen vom Von Fuchs, Clemens, ja, genau. der Schön. das gemalt hat. Und dann habe ich die Büdeln runtergeholt, ob die Herz sagt, nein, ein Heckmeck. Ja. Die Aufzeichnung könnte ich mir aufzeichnen, Ja. so da ist einfach. Ja, die kannst du auch aufzeichnen, wenn man so. Ja. Ihr beide habt was Eigenes und Besonderes geschaffen. Ja, das das stimmt ehrt mich sehr und freut mich und das glaube ich auch wirklich selber. Sogar. Und da denke ich mal, das war. Also wie gesagt, es wird vielleicht das eine oder andere Livestream-Konzert geben, aber da werden wir uns dann auch wirklich irgendwas einfallen oder wir müssen schauen. Aber das möchte ich eigentlich wirklich jetzt sagen, das machen wir eigentlich aus, weil wir denjenigen unterstützen wollen. Ja, genau. Wenn wir das eigentlich Genau so promoten ist es, wollen, ja. diese Möglichkeit, was der bietet, das ist mich leibend, das ist gerade im Entstehen, beziehungsweise ist auch schon möglich. Und das ist eben so eine Online-Plattform, wo man eben dann ganz normal so Livestream-Konzerte machen kann, wo eben aber da Karten verkaufen, wo das halt alles funktioniert und wo das auch gemeldet ist bei der AKM und so weiter, also wo das alles wie bei einem normalen Konzert abbrennt und man diverse auch Chat-Möglichkeiten hat und so weiter und so fort. Und die haben sich da wirklich was überlegt, haben die wirklich toll auf die Beine gestellt. Auch die rechtlichen Dinge, muss man auch sagen, nicht? Diese ganzen mit der Musik und so weiter. Also echt leibend gemacht und die wollen wir auch irgendwie nicht wirklich hängen lassen. Gleichzeitig, trotzdem sage ich es jetzt aus dem Gefühl raus und ich glaube, es ist bei dir genauso. Wir werden da Wirklich Lust oft auf ein Lust, Bezahlkonzert haben wir gar nicht. Haben wir gar nicht. Also online. Sonst schon. Na, was heißt das? Na, Sonst schon. jawohl. Über die Gage redet man mit mir immer. Wahrscheinlich Patrick, das ist was für dich, was die Daniela Schlegel schreibt. Wir haben am Wochenende den alten Plattenspieler aktiviert mit den LPs von den Schwiegereltern. Da sind einige Wienerlieder dabei. War interessant, Lieder von anderen Musikern zu hören. Ja, absolut. Fazit, am besten ist es... Jetzt wäre ich gleich rot. Es ist von uns am besten. Naja. Schön. Da, ich Ja. greife doch jetzt noch einmal zum Weinglas. Die stolz geschwellte Brust kommt auf eine Ebene mit der stolz geschwellten Wampen. Das Brust oder Wampe, wenn man es auch gerade gedacht bei mir. Daniela, danke, das Schießerli von dir. Sehr zum Wohle. Danke, ja.
Freut mich sehr. Warte, wir müssen etwas spielen. Was haben wir Ja, denn gesagt, dass wir spielen? Wir spielen noch gar nichts, haben wir noch gesagt. Aber Ja, der Marco Ginelli, ja. Das kann sein. Facebook hat glaubt, ich bin gehackt worden, weil sie mein Gesicht nicht erkannt haben. Und das war aber wirklich so mit meinem Handy, mit meinem iPhone, wie der Bordwecker war. Gesichtserkennung. Ja, und da habe ich die komplette Face-ID-Geschichte neu kalibrieren müssen, weil mit der Trottel nicht erkannt. Na ja, klar. Ich habe gesagt, nicht erkannt, ich habe mir Also sie Code eingeben funktioniert müssen. wirklich. Ja, ich meine, Wer rechnet damit, dass der Schatz ja, aber der muss ja wissen, wie unter Bord ausschaut. Das gibt's ja nicht. Das ist ja ein Wahnsinn. Na ja. Ein Pfusch. Das ist ein Pfusch. Ja. Was? Der Matthias Mariacher sagt, da gibt es Veranstaltungslokale, die im Moment geschlossen bleiben müssen und jeden Tag einen Livestream bieten und PS-Wisch verlangen. Ja, das gibt's auch, ja. Stimmt, aber warum soll ich dort hinfahren, wenn ich das von daheim machen kann? Finde ich wieder, nicht? Also Ja. Naja gut, für größere Partien ist das nicht. Viel größere. Mit wenn zwei dann uns leicht zu und zweit siehst du, sind, und also wir stoßen schon, ich meine, wenn der an Zonko unsere auch noch da ist, Grenzen. sind wir da schon ein bisschen an den Verdammt, Grenzen. ja. Und ich Zonko mein- wird übrigens im März einmal wieder da Ja, sein. ich glaube schon. Ich glaube schon. Wir werden es da wieder zusammenreden. Aber es ist halt, natürlich mittlerweile haben wir schon eine gewisse Ausrüstung auch. Aber ja, es ist, also vor allem dann für Bands ist dann schon praktischer, nicht? Wenn du wo spielst, wo eine Bühne ist. Ja, klar. Aber natürlich, und PS-Wisch ist bei uns ja auch. PS-Wisch. Also, das wie Apropos die schöne Sprache darf nicht verloren gehen, wie man Ja. zuerst. Wer war das zuerst? PS-Wisch. Apropos, wir sind Bläs. Es wie Wisch am machen. Der Lord Glauber mal sagt, ich muss mich auch mal bei euch bedanken, vor allem beim Klaus für die gelegentliche Erwähnung meiner Produkte. Naja, guter Most, bitte. Nein, erstens das und zweitens wirklich, wir müssen ja zusammenhalten. Also, Sowieso. weil wenn wir jetzt sagen, wir sind die 16, wir haben diese Musik, das ist quasi unser Produkt, das ist eine lokale Geschichte, die haben wir und andere haben was anderes, das, ja, genau. das weiß ja keiner, der beim Billa oder bei Amazon reinschaut. Ne? Nein. Deswegen gehört das erwähnt und bitte gerne, aber ja, das wäre lokal, genauso wie der Marvihof. Wir haben so viele Möglichkeiten, lokal was zu erwerben, man muss sich halt ein bisschen darum kümmern oft und mitunter hilft es vielleicht, wenn eben das erwähnt wird immer wieder und das taugt mir. Und Steiermark ist jetzt nicht so weit entfernt, also da, man kann schon dort was bestellen, ohne schlechten Gewissen und ja, also insofern mache ich das sehr gerne. Glaube mal, Matthias Mariacher schreibt jetzt was. Es haben sicher nicht alle Musiker das Equipment, wie ihr das habt. Stimmt, aber wie wir angefangen haben vor 2 Jahren, haben wir gar nichts gehabt. Da haben wir so ein Gerät verwendet. Und wir haben angefangen damit. die erste Das ist gewachsen im Laufe Ja, von natürlich. 2 Jahren. Natürlich. Und vor einem Jahr, wie der Lockdown gekommen ist, haben wir auch noch nicht wirklich viel gehabt. Da haben wir ein Mikrofon gehabt, ein gescheites. Und Licht haben wir noch nicht einmal ein gescheites gehabt, ein anderes. Wir haben wirklich einfach so angefangen. Also, das ist nicht ganz eine Ausrede. Also man kann trotzdem was machen. Muss ich ehrlich sagen. Also, wir haben angefangen auch. Wie gesagt, mit einem Ja, wir müssen Smartphone. Und das haben wir lang angefangen. gemacht. Aber das war Ja. nicht nur eine Sendung, es waren 2, 3 Sendungen. Ne? Dann kam schon Ja, wir Kamera, haben uns ne? sofort verbessert, das ist Aber- ganz klar. Wir haben alles reingesteckt, was wir gehabt haben. Und heute bitte mit neuen Mikro, aber das ist schon leibend. Ich glaube, dass es leibend ist. Ich glaube auch. schon, dass es leibend ist. Vor allem, Und- mir gefällt es optisch. Also Weil, das und ja, erstens auch das auch. Rasierapparat ist Schaut wirklich und hat wahnsinnig gute Dinge. Und weil der Zonkos Welt TV jetzt mitschaut, erstens einmal bitte, muss ich jetzt da wirklich Zonko sagen, ist da. Zonko, schau her, ich bin natürlich wieder gebrandet heute. Ausnahmsweise, weil es bleibt sich ja gleich. Es bleibt sich ja gleich, ob Weil- Zonkos Welt weil- oder 16 beim Kollektion der Der Fleischleibchen Erzeuger Fleischleibchen bleibt gleich. und auch der Shop. Auch der Shop Zonkos ist Welt. Genau Habe ich so gerade ist es. eingeblendet. Und Zonko, also nochmal, es war ganz leibend, ich habe mir das heute angeschaut, erst das Interview mit De Hoff, war ganz großartig. Und was wollte ich sagen in dem Zusammenhang? Ja, weil, ich meine, er gibt jetzt in Christoph, in Christoph Acker gibt er recht, dass das Lied Pulver durch dein Gesicht in seinen Sinn hat. Werden wir natürlich sofort anreißen. Endlich ein Mensch. Gell? Und Zonko, bei der Gelegenheit, gib uns einmal kurz einen Laut bitte, ob das passt, dass wir im März spätestens, nein, also nicht spätestens, für Februar geht es gar nicht mehr aus, gar nicht mehr aus. aber im März, dass wir da wieder eine Session machen, da im Studio Donaufeld, bei herrlichem Dampferumfeld und so weiter und so fort. Ich hoffe, du bist dabei wieder, das wird mich sehr freuen. Und jetzt spielen wir Ich natürlich... hätte ja auch gern dampfen jetzt, aber mir ist gerade der Keul vorher anbrennt. Sogar habe ich nicht wechseln können. Nein, macht nichts.
Aber die ist mein klar, ihr habt jetzt das Equipment, das Know-how, die Zuseher, die anderen erst arbeiten Das habe ich, müssen, das hab ich schon Ja, gesagt vorher. ja. Das stimmt nicht ganz, wir haben auch so angefangen. Ja. Mit einem Smartphone angefangen. Und da waren 2 Zuhörer. Und Also, zwei Zuhörer, ja. auch wir haben uns Vor auch 2 arbeiten Jahren. müssen, aber natürlich, muss ich sagen, wir haben uns Drauf machen einfach und dann dranbleiben und dann die Entwicklung weiter, ist klar. und die, Dranbleiben musst, ne? die Zuhörerschaft haben wir uns dank Zonko gleich einmal verdoppelt. Das war echt leibend. Aber so gehört's. Das nennt man, ich meine, der Zonko hört sehr gern, aber er ist ja unser Influencer der ersten Wahl. Da wieder schimpfen. Wirklich eine virtuelle Watschen aus. Wie dieser Pfeifer laut sagt, der kommt noch immer Gassen. Und auf jeden Fall, das nennt man Collaboration, nicht? Absolut, In dem ja. Ganzen. Nicht? Ja. Na, die Daniel Schlegel haben die richtig verstanden. Die haben wir nicht gedacht, dass seine Schwiegereltern das aufgenommen haben, sondern. Und was schreibst du? Wobei es schon Musiker in meiner Familie gibt, aber ganz andere Schau. Gothic, New Wave und heitere Singspiel in Mundart. Nö, ist eh wie beim Wiener Lied. Gothic, ich meine, Entschuldige. Schauen uns an. Ich meine, na, und wer ein Tod thematisiert, Ja. das ist Wiener Lied an erster Stelle, dann kommen die anderen dazu. Erst, ne? So, Dale. Freue mich schon, Zonko auf LTV, na großartig. Der Christoph Radau sagt schon, März Zonko, fang an zu üben. Das taugt mir wieder, großartig. Herrlich. 2 Zuhörer und einen Hater. Ja. Na, den Hater haben wir viel später gekriegt, da hat mich total gefreut. Endlich einer. Aber dann war er wieder weg. Also gut, gib mir. Kaum hat man ihn erwähnt, war er schon weg. Das ist gleich geschreckt. Also, vielleicht sehen die meinen Namen, vielleicht sehen die meinen Namen. Genau. Da schickt man die Otterkringer alle. Das ist nichts. Geburgen wir drauf, jawohl. Geburt mir da der Gesicht, ich möchte fest sein. Nicht wie ein altes Semmel, sondern recht sein. Ich hab heute noch ein Rendezvous. Da brauchen die dein Gesicht dazu. Und schmeckt der Wein resch, ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht und bin ich niemals grantig. Ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Gestern war ich traurig, wie ich mich in den Spiegel schau. Ich denk mir mit meinem Gesicht, da kriegst du keine schöne Frau. Doch plötzlich hab ich eine Idee, die ist doch gar nicht schlecht. Ich frag meinen Freund, ob er mit mir sein Gesicht nicht tauschen möchte. Geboren mir da dein Gesicht, ich möchte fest sein. Nicht wie ein altes Semmel, sondern recht sein. Ich hab heute noch ein Rendezvous. Da brauchen die dein Gesicht dazu, ist klar. Und schmeckt der Wein recht ein bisschen handig. Mit deinem Gesicht und bin ich niemals grantig. Ich weiß, dein Gesicht, das ist ein Meisterstück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher wieder zurück. Und wenn ich heimkomm, kriegst du das sicher nimmer zurück. Jetzt trinken wir noch eine Flasche Wein, Polaro. Das muss ja nicht das Letzte sein, Polaro. Und dieses Gold gibt's kein Genieren, Polaro. Da müssen wir noch eins repetieren, ja noch eins repetieren. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, das spüre. Ich hab's bestimmt noch gehabt,
vor einer Stunde, Ja, jetzt gröle ich alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst haut's nach jedem Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, soll ich ein Lied dabei. Fangt der Baum wieder an, die umeinander Grölerei. Sieht man noch nicht, ne? Gestohlen haben wir nix, genommen haben wir nix, na wir sind die ehrlichsten Leute. Nur mit der blöden Arbeit hat ja keiner verrät. wir Ohne bloß Vierter sind alle fix, aber tun wir nix. Und im Winter, da müssen wir uns plagen, weil da vorne ein Aufspritzwagen. und im Sommer da schreien wir See, weil da kehren wir miteinander den Schnee. Aber gewiss noch. Das glaub ich. Ohne Unterstand beschließen wir unseren Lebenslauf. Da singst die letzten zwei Bücher, jetzt hört sich das Bücherleben auf. Da singst die letzten zwei Bücher, jetzt hört sich das Bücherleben auf. Aber Fisch muss gehen, sonst hat das Leben kein Wert nicht. Fisch muss gehen, der Mensch ist doch kein Pferd nicht. Sex nicht fahren, hätt muss eine Stimmung rein. Oder tut euch um das letzte Gerstl an. La 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 la. Schenkt sich ein, brauchst nix auf was man gern hat. Den so jung wie hätte, kommt man nimmer zusammen. Ein wenig kurz und ein wenig lang und ein wenig rumkugeln auf der Bank und ein wenig eng und ein wenig weit und dann sind die Ähnl, die mir frei. Auch der Wettermantel und der Postgang und der Butterfass mit einer Rierscheibe und der Müllsuppe mit einer Mistgabel hab ich noch nicht gehabt auf die Nacht. Auch der Wettermantel und der Postgang und der Butterfass mit einer Rierscheibe und der Müllsuppe mit einer Mistgabel hab ich noch nicht gehabt auf die Nacht. Siehst du noch? Meine Schwester spielt Zither, mein Bruder Klarinett. Der Vater schlagt nur, der singst, das ist ein Quartett. Das aufgeht! Sagt die Dirn bei der Beichte, mit die Burm ist nicht leicht. Sagt der Pfarrer zu ihr, na die geht's grad so wie mir. Jesus, für die nächste Sperre hörst du das. Ein Floh und ein Fliegen, das ist sehr schwer zum Kriegen. Wenn nicht der Flohflügel von der Fliegen, dann war er noch schwerer zum Kriegen. Wenn Stiegelbier regnet und Bratwürsteln schneibt, ja, dann bitte ich den Herrgott, dass wieder so bleibt. Vom Schottenring weg fährt die U-Bahn ums Eck. Aber gleich nach einem Rothaus, da fährt sie wieder geradeaus. Ist nichts passiert. Also. Apropos U-Bahn, sagt der Frau zum Besoffener, ganz ein Strapschi. So, ich muss müssen. aus der Staubkernel verschluckt. Ein Luchfetzen. Ganz ein Spein da am Bahnsteig, wie komm ich mir vor? Ich wollte den Waggon sperren, aber die Tieren waren schon zu. Legt sie einer aufs Gleis, steht der andere daneben, der sagt, Ernst, das ist ein Kurzzug. Da bleiben sie am Leben.
nicht gehört. Den Stanzel sind sogar, das Lilli ist jetzt aus und wenn es euch recht gefallen hat, gebt's einen Applaus. Jawohl! Aber das eins fehlt jetzt noch. Jawohl! Ist es dann ja? Ist mir gesperrt? Das wird gesperrt vielleicht. Nein, Aber, so einfach, wenn wir es nicht herstellen. Da will ich nicht, da will ich nicht. Nein. Ja, aber das sieht man, ich habe die Stanzeln wahrscheinlich, wird das her sein, ein halbes Jahr mindestens, dass ich welche gesungen habe. Mir sind gar nicht mehr eingefallen. Wann haben wir das letzte Mal? Oktober wahrscheinlich oder so. Ja, wie wir gespielt haben, live, klar. Ich muss jetzt wieder nachdenken, welche Jahre, was so. Das ist 4 Monate her. Ist ja Ja. viel entfallen. November, Dezember, Jänner, 4 Monate. Aber die Achtelvereine Ja. ist gut angekommen. Ist gut angekommen, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, aber es ist wirklich, wir sind da viel entfallen. Da wird sich der Klaus, ist So. der Hals, gell? Das ist halt gewaltig. Nein, ja. der Hals da, das ist ein Das Wahnsinn. ist vielleicht da keine Gitarre. Na gut, die. Ja, aber da kommt jetzt, da kommt jetzt einen zweiten so einen Wandteppich da hin. Und die Decken fehlen noch natürlich, ja. Naja, ist ja wurscht. Jetzt können wir auch nichts mehr ändern. Jetzt haben wir 1,5 Stunden bald online, jetzt werden wir das auch nicht ändern. Euch gefällt es, gefällt mir. Die lokalen Ausdrücke habt ihr auch schon lange nicht mehr gespielt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Kann ich den noch? Die haben wir schon lange jetzt nicht gespielt. Auf Jacke, ja, die bringen schon noch zusammen, glaube ich. Ich glaube schon, dass es noch zusammenbringt. Die lokalen Ausdrücke. Ja. Hatte ich mal auf dem Nummernschild, Christopher da, ACDC. Ja, bei mir steht es im Zöllerkosten. Wieso bist du ein Elektriker oder was? Kleiner Schatz. Jawohl. Jawohl. Gibt es einen Jazzstandard, ACDC Current? Ja, stimmt. Eine Aufnahme von Benny Goodman mit Charlie Christian gemeinsam. Man, aber Jazz-Standard, weil du sagst, da gibt's noch. Was? Das wird vielleicht einer. Weiß auch mal, der Nummer, ja. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfel mit kleinen Häusern darin. Und gleich bei der Kirche ums Eck, da liegt die Buschenschanktaschler versteckt. Gleich neben der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist ehrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Da findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Für Frohsinn, Amur und Vögel liegt drin. In der Buschenschanktaschler am Rande von Wien. Gleich in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und nur ehrlich, und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Jetzt sagen wir die Gemütlichkeit, Herr Rutger, bitteschön.
Musikanten spielen nur da die alten echten Wehrlieder vom Tag, vom Wein und von der alten Zeit. Drum finden wir uns dort immer wieder. Und wir finden dort Gemütlichkeit, Gemütlichkeit, oder wir finden Gemütlichkeit. Dieser Berg. Weingarten am Biesenberg. Ich bin dort gern, wenn mich kein Mensch dort stört. Ich schau den Reben dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg. Drahtzeit wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und noch am Regen sich die Wolken erst verzogen. Ach, über mich einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl hat es mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll am besten der Rebfeller Wein. Weingarten am Biesenberg. Ich bin da gern, wenn mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Reben dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg. Drahtzeit wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören. Und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und noch am Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl hat es mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Rebfeller Wein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Rebfeller Wein. Und das ist jetzt für den Hof, auf das die Geburt gut anrennt und angerannt ist. Skyline von Wien. Du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist an mir vertraut. Du bist mächtig, manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien. Du bist die schönste Wienerin. Beneiden und heucheln hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir.
Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will dich noch keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin, den Eidern und Heuchler hast du immer verziehen. Wenn ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Wann ich wisset, was du fühlst und ich nicht merk, dass du mich willst. Ob ich mein Mut vergraben, ganz tief, so schreibest du mir heute einen Brief. So kommt dann dein Lied, so kommt dann dein Lieb zu mir, so kommt dann dein Lieb zu mir. Als blaue Tinten auf Papier, bis ich dich spiel. Ein Mädel. Ich hätte mir gesagt, ich habe mit der letzten Strophe angefangen, jetzt habe ich gedacht, Und naja, wer sagt, du musst das schon machen, Herr Kollege. ich habe mir gedacht, du hast ja gedacht, du wirst das schon wissen. Lauter Kompositionen von meinem Kollegen. Ja. Klasse, echt stark. Ich muss einen Schluck auf Danke. dich jetzt nehmen. Danke vielmals. Auf euch natürlich auch. Danke dafür, da trinke ich mit. Die Achteln fallen ein, denen leicht gefällt. Wahnsinn. Definitiv. Das ist keine von Monaco. Du machst nichts so froh. Skyline von Monaco. Ja. Also euch gefällt es einfach wunderbar. Es ist Ist die Flaschen schon leicht? oder was? Nein. Na, noch nicht. na, dann schenk mir nach, bitte. Ne? Schau, der Zonko sagt's. Der Hof hat heute in der Früh einen gesunden Moritz bekommen. Na wunderbar. Große Freude. Das ist Na herrlich, super, na, bitte herrlich. die Achteln, Leidl, jetzt hat sie es gefragt. Jetzt müssen die Achteln rennen für den Moritz. Na, ist das leibend, der Moritz. Es ist leibend. Moritz taugt mir. Patrick, du sollst mir nachschenken. Ja, die bin gerade ein bisschen. Ja, Natascha du Speer ja, schreibt ja, da gerade. ja. Und hoffe, ich lebe noch bis wir meinen 50er nachholen. Der Roland schreibt. Ja, klar. Ja. Bleibt gesund, Burschen und Mädels. Kopf hoch, bis bald. Ja. Lieben Gruß natürlich auch an alle natürlich. Ist selbstverständlich. Selbstverständlich. Ist natürlich, das hat uns einfach, die Umstände haben uns eingepfuscht. Ja, das Aber ist wir so. holen das nach, Roland. Wir holen das nach und es wird nicht zum Vorteil unserer Leber sein. Naja, wieso? Die Leber wächst mit ihren Aufgaben, Ja, wie ich aber- mal so. Das ist wieder eine gare Aufgabe. Das ist wieder eine gare Aufgabe. Ja, schau die Achtel von eine, für den Moritz.
Jawohl. So gefällt mir das. Ein Milchflaschel war auch dabei, habe ich vorher gesehen. Ich Ja, weiß gut. nicht mehr von wem. Ja, boah, vereinzelt, Ein paar, ja, vereinzelt, ja. Ja. Die Achteln. Mama M, jawohl. Rock H, Karl Duschl, Gefällt mir. Der Upgrade ist dabei. Schön, schön. Straßen 1, Motorradfahrer Roberto, Super Mario Mikey. Danke vielmals. Haut's eine. Andreas Christina. Jawohl. Das ist da vorne eine. Für den Moritz. Der Herr Mandl hat auch eine. Und natürlich für die Mama, selbstverständlich Landtagsströmer Markus. Na klar, sowieso. Alles klar. Der Günther Reich Russell. Yes. Yes. Das ist Gemeinschaft. Ich meine, nicht, dass wir alle was beigetragen hätten zur Geburt und das Ganze und zum Drumherum, aber Das wär ideelle Unterstützung. Ja, ich ist mein, viel wert. ja, das darf man nicht unterschätzen. Apropos Wert. So einblenden, was? Selbstverständlich Ah, blenden wirklich, Sie. oder? Na, wenn euch das so gefallen hat, vorher das Potpourri, Ach so, dann kann man bitte. doch eine Werbung auch reinmachen. Man kann sie mal einblenden. Man ne? kann das Konto bewerben. Ja. Der Sponsor dieser Sendung ist unser Konto. Der Christoph Acker schreibt völlig zu Recht, wie soll die Leber schlecht werden, wenn du sie in Alkohol einlegst? Vollkommen richtig. Meine Rede, gute Leberwerte habe ich immer gehabt. Ja. Die Nierenwerte sind schlecht, ich weiß nicht warum, aber es ist, Was soll ich ich machen? trinke zu wenig wahrscheinlich. Ja, du, das ist oft. Oft hat man nicht den Einblick, gell? Wenn der Ausblick fehlt, ist der Einblick schwierig oft. Ja, das ist ja so. Oder Patrick, nächste Woche, das ist nicht der Ich Woche freue schon mich, da. ich freu mich nächste Woche. Unbedingt den Most muss ich mit, den nehme ich heute gleich mit Ja. zu mir. Soll ich den gleich aus? Ich lege ihn gleich aus. Ich lege am Ausse. Hast du schon gefunden? Er liegt, glaube ich, in der Lot. In der Ladung. Ich glaube, in der Lot bei die schon noch 2 Flaschen Birnen musst. Ja, aber das ist, weil das dann fix da ist. Findest du das? Jawohl, Na, hast du ihn schon, oder? Jawohl, habe ihn, jawohl, zweimal. Ich glaube, da redst du nur zu. Na, passt. Ja. Sehr gut. Also, das haben wir. Das ist einmal fix. Und, ja, und vom Ernstl, vom Strauch, muss ich jetzt schauen, habe ich jetzt einen Strauchwein Da ist er. draußen oder nicht? Weil sonst muss ich einen mitnehmen. Von da. Nimm mal mit. Jetzt weiß ich nicht, habe ich Da einen die zwei draußen? Flaschen. Jawohl. Schauen wir mal, also Jawohl. Sind schon gesichert. Yes. Hoffentlich kriege ich nicht einen Durst bis nächste Woche. Daniela Schlögl, Löwenzahnwurzeltinktur einnehmen, das entgiftet die Leber, ja. Aber Ja, nicht die Menge Die Löwenzahnwurzeltinktur, Leber ist völlig entgiftet. die bei ich mir. brauche. Das ist dann schon wieder giftig. Die Nieren haben ein bisschen attached, aber sonst. Ja. Nein, bei Wenn's mir nichts eigentlich- Schlimmeres bei mir- ist. Nein, ich bin eigentlich nur übergewichen. Am 24. Februar Ist was? bin ich beim Zahnarzt. Chef in die. 14 eigentlich der Geburtstag meiner Frau Mama, der 80er. Das darf man sagen. Wenn eine Dame dieses Alter erreicht, Das glaube dann ich. darf man es schon sagen. Das glaube ich, ja. Und zu Ehren vom 80er von meiner Mutter haben wir einen kleinen Zahnarzttermin ausgemacht. Das war der nächste, den ich gekriegt habe. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was? Der Ragnar Reiner haut sich eine an Zweigelt. Hat sich einen aufgerissen. Mittlerweile Zweigelt? saufe ich auch mit Wie ausgezogen. ich immer sage, ein Zweigeld ist besser als ein Eingeld. Du bist ein Schluck vom Roten nehmen, von Nein, ich nehme gar nichts mehr. gar nichts mehr, kein Schluck mehr, weil, Nein. wie gesagt, ich bin nämlich klar allein. Das ist ja, der Achtel genießt das Achtel. Ich genieße, aber ist klar. Es ist schon 10 Jahre, möchte ich nur anmerken. Der Christoph Acker, die trinkt man nicht jetzt. Das sind, Nein. das sind 2 Liter Flaschen Ich sag, ich kann Birnen- sagen schon für nächste Woche, für die geplante, nicht geplante. Ja, für die Pavlatschen. für die nächste Pavlatschen Woche. Wir sagen nächste einfach, Woche, ja. für die nächste Genau. Pavlatsche, für die nächste Pavlatschen, ne, die wird es dann halt, aber halt, ja, weil man halt dann nicht, ja, weil der Patrick mittrinken darf, jetzt wird das wieder eine gefährliche Geschichte. Patrick, ich muss am 9. muss ich mal Sendung machen. Das macht nichts, nicht. Machen wir um Nein, 12. ich kenne die. 12 Uhr 1 machen wir Du Schluss. saufst dich wieder nieder. Ja. Das gehört, das ist Heirig. Wir sind nicht Heirig-Musiker, damit muss man leben. Vielleicht werden wir wieder gesperrt. Es wird getrunken in der Wegen Sendung. weißt du? einen schlechten Einfluss für die Jugend. Jetzt Möglicherweise, haben wir schon die Säuglinge begrüßt mit Achteln. Ich trinke eher was seit dem ganzen Abend. Das gibt zwei Wochen. Klaus, du hast noch nie meinen Giftschrank gesehen, da ist genug da. Na, das glaube ich dir sofort, Daniela. Und das taugt mir ja voll. Also ich bin ja da, ich mache nur einen Scherz, aber weil ich halte wirklich sehr viel von der
Kräuterkunde und von diesen traditionellen, sagen wir, ja, Medizin darf man ja nicht sagen, weil sonst gibt es wieder einen Wickel, aber diese traditionelle Heilmethodik, die es so ergeben hat, ich meine, die kommt ja nicht von ungefähr her. Und die, nicht zuletzt ist ja auch die Medizin, die klassische Schulmedizin, ist ja auch so weit, dass sie in der Forschung unheimlich viel Wert legen auf diese traditionellen Genau so ist es. Mittel, also so ist es ja auch nicht, Genau so dass ist man es, das so ja. einfach trennen kann. Na ja, Also ich bin ein großer Fan und ich bin davon überzeugt, dass es sicherlich in absehbarer Zeit, also ich sage mal nach 2021, in der kommenden Motorradsaison sicherlich mein Motorrad auspacke und einmal dann die Rafen aufpumpen vor. Kann nicht daheim aufpumpen, ist kein Kompressor. Ich hab's ja nicht daheim stehen. Achso, das steht in einer Garage. Naja, da fahre ich um zur Werk, wie heißt es, der Tankstelle? Wenn genug Luft drinnen ist. Naja, die paar Meter packt schon. Batterie habe ich da stehen, die nur wieder aufladen. Sonst kannst du wie früher mit quick, Nix, na quick. Das kannst du nicht mehr. damit, so, ich hab zum Treten aber was Man merkt, da hast schon länger kein Motorrad mehr in der Hand gehabt. Oder? Mit einem Quick kommst du nicht weit, aber das macht nichts. Kann das auch. Ja, kann sicher. schon Autoraffen aufpumpen mit so einem Quick. Ja, sicher. Man, 5 Minuten später geht's her. ich glaube, es war eher das schlimmste Jahr deiner Kindheit, aber ist ja wurscht. Nein, aber auf jeden Fall wollte ich eigentlich sagen, dass das mit der Zahnpack, und da komme ich sicher mal nach Enns. Steyr? Nein, Enns, nach Enns. Ja, Oberösterreich ist ja wurscht. Da raus. Nach Steyr, ja. Steyr, nein, Enns. Enns? Dann Oder sind Sie bei Steyr und wir hätten uns in Enns getroffen, wenn wir dort Ich gespielt glaube, haben? Daniela und Markus sind, glaube ich, in Steyr oder nicht? Na, wir hätten gespielt in Enns. In Enns, genau, hätten wir gespielt, genau. Dort haben wir ins Konzert gehabt. Das Da heißt, werden wir gehabt. auch spielen, also vielleicht, wenn es dann noch gibt, dann, also in Eirigen. Und das hat es von Steyr, das hat es direkt in Enns dran. Das ist die Frage. Das siehst du, das habe ich jetzt schon wieder. ist jetzt die Frage. Ich geht nachschauen, weil man natürlich, die Daniela hat uns ja schon so viel geschickt. Steyr schreibt die Daniela gerade. Danke, Daniela. Wunderbar. Das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Aber auf jeden Fall, da komme ich euch besuchen. Das habe ich wirklich vor. Also ich habe euch noch nicht gefragt und frage ich nicht, weil ich da bin ich da und dann, ihr seid ja so höfliche Menschen, dass mir nicht ausschaut, das weiß ich. Das habe ich schon mitgekriegt, deswegen frage ich gleich gar nicht, ich bin einfach da. Aber nein, das möchte ich gerne wirklich schaffen, wenn es geht. Es kann aber auch sein, in einem anderen Szenario, dass wir so viel zum Spielen haben, dass ich zu nichts komme. Zu gar nichts kommen werden, oder? Was zwar auch irgendwo schade war, andererseits natürlich auch nicht schlecht. So. Ja. Wo ist der Marihof? Was ist? Was hat denn der Christoph Acker schon wieder? Ich schaue gerade, Was hat er ob ich denn? da finde, was ich... Der Acker hat schon wieder irgendwo der Unruhe eingebracht in den Chat. Daniela, Ich weiß nicht, Andreas Christin hat mich gefragt an die Daniela, wie, die Leberwerte sind auch immer erhöht, vielleicht hast du einen Tipp, was wirklich gut ist. Der Christoph Acker hat drauf gemacht, weniger trinken. Ist ganz schlecht. ja, weil seine depperte Aussage überhaupt noch nicht gehört. Wirklich wahr. Wirklich wahr. Die Herner steigen, Rudi Korbes, geht schon. Patrick, Hernesteig, ja, das machen wir noch, Ja, Rudi bevor wir Korbes. zum Ende kommen. Jawohl, die Hernesteigen. Also wir haben schon mehrere Fixpunkte. Was war das? Wann sind wir im Skonarium? Auch im August. Ist auch im August, An gell? einem Samstag, ja, genau, sind wir im Ja, da müssen wir schauen, ob das das müssen wir Habe schauen. ich das schon alles geschickt? Habe ich das schon geschickt? Nein, achso. Das Kanarium, du hast alle Termine. Ja, naja, schickst du alles einzeln. Ich schicke sie immer, sobald sie reinkommen, schicke ich sie. Du trägst sie Ich dann brauche ein. das gesammelt. So, aber Meine gesammelten Werke. das müssen wir wirklich schauen, dass das nicht zusammenfällt. Na, das war blöd. Aber ich glaube im August, ist sicher im August. Ne? August, ja, ganz sicher. Im Ganz Skonarium, da sind wir auf jeden Fall. Der Marvihof wird da beheimaten, den einen oder anderen. Die Wiki wird sofort das Datum hier hineinschreiben. Die Wiki wird das weiß machen. es nämlich sogar auswendig wahrscheinlich. Wenn wir in Bad Schönau im Skonarium konzertieren, ich freue mich schon drauf. Und im Mai haben wir ein Kurkonzert wieder ein kleines. Wenn wir dürfen im Mai schon, das werden wir sehen. Ja, ich glaube aber schon, weil das ist ja bei Schönwetter, ist das, und das ist im Freien. Also ich glaube, dass das auch gehen wird. Die Heidelfahrt ist auch noch gut. Daniela Schlü schreibt schon am 21.08. Samstag, 21. August sind wir.
Ums Kanarien. Das ist gut, weil ich glaube, das andere. Jetzt schau ich da noch. Ja, halt's durch. Am 15. geht es auch nicht, da sind wir, also das ist unser jährlicher Frühschoppen beim Lentner Quell am 15. August. Halt's durch. Ja, wir halten eh durch, wir halten durch. Weil die Heiselfrau, wenn wir auch spielen, ja, selbstverständlich machen wir das. Den Beitrag zu ein paar Flaschen habe ich da gekriegt. Habe ich gekriegt? Und von wem habe ich das gekriegt? Von wem habe ich das gekriegt? Was denn? Ich habe keinen Namen. Prost. Wer hat mir geschrieben? Wer von euch hat mir da die Bühne geschickt? Ich sehe nur Nummer, ich sehe aber nicht, wer es geschrieben hat. Das müsst ihr noch. Auf WhatsApp oder was? Ja. Da wird der Georg vielleicht gewesen sein, der Scheurer. Nein, den habe ich glaube ich nicht. So, warte mal, wo finde ich denn das jetzt da? Was sucht er denn? Nicht da den Termin, das muss ich wieder mal anders schauen. Das ist Jesus Mann Josef, die Technik. Aber da vielleicht. Der Peter Richtinger freut sich auch, wenn wir mal nach Enns kommen. Ja, es wird sich ergeben, hoffentlich heuer. Das war leibend. Peter Richtiger, auch mein Speck eine. Nochmal danke, Jawohl. das ist ein Wahnsinn. Jetzt muss ich dem Patrick auch was abgeben. Ärgert mich direkt. Und da wird schon munter gesprochen, wer wo schläft am Abend. Nein, das ist so gehört sich. Ja. So gehört sich erst, dass ich das nicht. Gib's mal. Warte, wir können nicht beide gleichzeitig ins Handy schauen. Oh ja, kann man schon. Ich muss ja mitlesen, weil ich kommentiere die ganze Zeit und Du rede die musst was ganze reinreden Zeit. und da halt die Ich Leute, rede schon da. Man muss das sagen, während ich schaue. Ich muss ja auch gleichzeitig lesen, dass ich nicht- darauf agiere, dass ich agieren kann. Aber agieren, was musst Dementsprechend. du denn agieren? Lord Glaubermann schreibt schon, also nächster Montag XXL Pavlatschen. Aus Klauses Klause wird gemischte Alkoholbegleitung. Naja, gemischt, sagen wir, einen Most werden wir trinken und Dann dann ein bisschen an Wein. ein bisschen einen Wein nachher dazu. Also, ja, der Most für den Durst So wie du einen sozusagen. Rum für deinen Bruder, der Bruder hat einen Rum gebracht. Die Strohbühne gehört mir, der Christoph trinkt mir's, Diplomatico. wie sagt der Andreas Christina. Einmalig. Hat er den nicht mitgenommen, den Rum wieder? Nein, den hat er mir geschenkt. Den Diplomatik hat er mir geschenkt. Den Wirklich, anderen oder? hat er siehst oder mitgenommen. So, ich komme näher. So, pass auf. August. Jawohl. Also, ausgesteckt hat der Alo von 5. bis 8. August. Das ist, glaube ich, Donnerstag. Und der Sonntag davor. Also, das wird war der ja erste perfekt. Sowas herum. 1. August oder nicht. Das weiß nicht. Das wisst ihr schneller. Also, auf jeden Fall, der 5. August da steckt er aus. Und der Sonntag oder Samstag davor. Ja. Also das Wochenende davor ist in Planung. Wenn wir nichts haben, da haben wir auch nichts, glaube ich. Da, Also nicht da der kommt auswendig jetzt weiß ich jetzt nichts. Also, Also das wäre jetzt sozusagen die aktuelle Idee. Und das wäre perfekt, weil das Kanarium ist quasi fast einen Monat später. Also das passt einmal gut. Siehst du das? Hätte man das der auch. Christoph Acker schreibt da, ich glaube, die Buben schreiben sich untereinander und lästern übers Publikum. Nein, das würde uns niemals einfallen. Vor allem Christoph, glaubst du ehrlich, dass wir das im Griff hätten? So nebenbei. So nebenbei ist eine Challenge, wenn ich ein WhatsApp schreiben muss. Außerdem, ihr kennt mich ja schon, also ich bin durchaus frech genug, vollkommen öffentlich zu lästern. Das schaffe ich. Jawohl. Das ist er. Die Daniel Schlegel hat schon anklingen lassen, dass sie am 23. frei hat. Ja, also das ist super, das passt halt gut. Das heißt, das war halt Anfang August war halt wahrscheinlich die Fan-Ausfahrt, Motorradfahrt. Da brauchen wir einen klingenden Namen. Vielleicht fällt euch was ein. Weil der Patrick und ich, wir haben uns überlegt, der Patrick hat die Idee gehabt, muss ich jetzt dazu sagen, der Patrick hat die Idee gehabt, dass man dann an jeden, der mitfährt, bei dieser Motorradausfahrt im August, Ja, dass er dann so einen Aufnäher kriegt. irgendein Ne? Aufnäher, irgendwas Das gehört, ist so finde ich. ein Emblem, ne? So ein Aufnäher. Ich war dabei. Ja, so irgendwie. irgendwo warst du. Aber da Das braucht man geht natürlich einen gescheiten Namen. Und Genau. Motorrutger können wir da noch nicht nehmen. Das Nein, ist noch nicht, nein, das muss was anderes sein. Wir brauchen einen schlagenden Namen, der sich super auf so einen Aufnäher, auf so einen Badge, sagt man, ein Badge. schon. Vielleicht habt ihr ein paar Ideen. Vielleicht hat sie den, wenn ja, schickt uns den, schreibt uns an über diverse Sozialmedien, die kann ich natürlich auch einblenden, falls jemand nicht wissen sollte. Kontaktiert uns und das war echt leimend. Ja. Der Christa, der Horvath schläft schon beim Arlo. Das unbedingt. Das war aber echt keine blöde Idee. Ich meine, wenn ich jetzt mich so genau darüber nachdenke, jetzt spielen wir dort, sind wir vor dem Motorrad gefahren. Und nichts trinken. Ich baue da noch und vorher. Ne, du kannst checken, du sitzt im Beiwagen vom Richtinger
Ich muss, Kannst du niederblasen? ich muss erst schauen, ob ich einen Chauffeur habe sonst. Ja, Chauffeur oder ich werde einmal mit dem Hallo reden. Okay, red einmal. Du, im Prinzip ist es wurscht, ich brauche nur einen Schlüssel, dass ich aufs Häusl kann. Nicht? Also, nein, im Auto kann ich nicht schlafen, ich bin mit dem Motorrad da. Hoppala, nein, ist ja wurscht. Wir werden schon, das ist ja noch ein bisschen ein Pavlacisti, Rudi Korbes, auch nicht schlecht. Ich hab's überlebt, Straßen. Nein, Motorrudger geht nicht, weil das ist ja kein Motorrudger. Matthias Mariacher gefällt mir 16er Angels, ist ja nicht ganz schlecht, einmal schon, ja? 16er Evo? Ah, 16, na, wo? 16er Angels, Matthias Mariacher. Und der Landratsstromer Markus kann nicht kommen, schreibt Was er heißt schon. gar nicht kommen? Was heißt, er kann nicht kommen? Christoph Radau kann auch nicht kommen, der ist an der Mosel auf Urlaub. Ja, aber Christoph Radau, das kostet eine Flasche Moselwein mindestens. Also pro Person. Was heißt auch nicht? 16er Gang. Warte, schauen wir mal ins Skyline von Wien und du. Die Rolling Reblaus ist auch nicht schlecht vom Harry Schneller von unten. Das war gut. Rolling Reblaus, es ist nicht schlecht. Rolling Rebel, ja, oder Biking Rebel, das ist nicht schlecht. Offroad-Heuriger Ragnar Renner, ja, da kommen schon gute Ideen. Kann ich da im Weinberg schlafen? Nein, Steine 07, weil da gibt es keinen Weinberg dort. Aber, aber auf der Wiesen will ich schon schlafen. Herrlich. Ja, leider, Landesstrom, aber es wird andere Möglichkeiten. Ja, wird andere und Möglichkeiten, wir ja. hätten dich Anfang August im Skonarium, das geht natürlich auch, da haben wir kein Motorrad ausfahrt, wobei, Ende August, am 21. August. nein, ich meine am Anfang Also, August im Skonarium. Skonarium ist jetzt, das 21. ist am Ende. August. Skonarium ist Ende Genau, August, genau. aber da könnte man ja auch, also jetzt In grundsätzlich. Tachinau gibt es Übernachtungsmöglichkeiten. Na, erstens genug, das also. und man könnte dort, wir spielen am Abend, auch dort könnte man, ist es ein Sonntag oder Samstag? Wir spielen am Samstag. Ja, da könnte man ja sogar das verbinden, wenn jemand dort übernachtet, dass man am Sonntag eine Ausfahrt macht. Könnte man machen, ja. Zum Beispiel. Also, lass mal offen. So, na gut, weil und pass auf. Was war das? Hernersteig und Heiselfrau. Hernersteig und Heiselfrau. Und dann spielen wir nochmal eine Eigenkomposition, die als Abschluss gilt. Die wir noch nicht viel probt haben, aber einmal haben wir schon gespielt. Haben wir schon gespielt, ja. Herr Wirt, Genau. ach, Vorschlag. So, also 3 Lieder folgen. Rolling Reblaus ist Nummer 1, ja. Das ist nicht einmal noch angemeldet, Herst. Die können wir das. Ja, Die die spielen muss ich schon, noch erst. Du musst anmelden. anmelden erst. Ja, aber in da stehen wir nicht angemeldet, ich denke. Ja, schon. Ich muss ja anmelden. Ja, jawohl. Ah, der Zach-Philipp ist auf der burgenländischen Musikantenwoche, ja, stimmt. Da Wann? ist der- Anfang oder Ende August? Nein, Ende, glaube ich. Wir reden ja von 2 Terminen, insofern können wir da Ich weiß nicht, wann die heuer ist, wann sie überhaupt Zeit darf. Hoffentlich, ich halte euch die Dame, dass sie Zeit darf. Der Philipp war ein Mitorganisator in der Zwischenzeit. Ne? Das habe ich nicht gewusst. Philipp, Was ja. spielst du, Philipp? Philipp, unter anderem Harmonika. Der Zach-Philipp, ja, ja. Wir kennen uns auch schon ein paar Jahre, über Marco Buche und so haben wir uns kennengelernt. Und Wirklich, Spiergernstel natürlich, über den Ernstl Wirklich, wahr? natürlich. Kennen wir uns auch schon? Ja, ich kenne sich auch, glaube ich. Wirklich? Ich glaube schon, ja, ja. Ja, das ist ja die- Zach-Philipp, ja, ja. Der Philipp. Der Philipp, da bin ich zerknirscht. Kann er nicht Das kommen. weiß ich nicht. Tja. Ja. Wobei- Landesstrom, wir kommen zusammen. Musikantenwoche, so weit weg von Botschenau ist die nicht im Burgenland. Das stimmt. In Lockenhaus bist du von Botschenau gleich. Also das Das ist ein stimmt. Hupfer. Das sind zwei, kann ich da genau sagen. Mit dem Motorrad fahre ich ja öfters auf Flockenhaus, also so die Gegend. Das ist ein 20 Hupfer. Minuten. Ein Hupfer. Nicht einmal, Viertelstunde auf Botschenau. Wir müssen einmal auf Besuch kommen. Aber wir haben nie Zeit gehabt in der Woche. Das ist sie nie ausgegangen, dass wir einmal einen Hupfer hinfahren. Da finden wir was. Burschen und Mädels, wir sind bestrebt, dass wir zusammenkommen. Burschen weil, und Burschen. weil das war halt auch für mich persönlich das absolute Highlight, wenn man die Menschen hinter diesen Namen, die da im Chat sind und hinter den Meldungen und den Profilbildern, wenn man die persönlich trifft, das ist schon das absolut Absolut, Geilste. Also, das muss Ja, ich es wirklich ist so, sagen. es ist Das muss so. ich wirklich sagen. Das Und auf ist das so. freue ich mich total. So, jetzt einmal Hernersteig?
Hernerstein Heidelfrau. für Und dann Rudi. beschließen wir dann noch. Genau, aber da muss ich mal einen Text Machen wir einen einlegen, Text, dass ich ja, das ja. nicht. Dass ich das nicht. Uralte Nummer. Heute fahren alle wieder noch umeinander. Keiner hat Zeit für ein Musikgesang. Ein Hetz und eine Garde, die gibt's nimmer mehr. Der Werner sitzt da, macht mis Leben nur schwer. Drum lernen seid's gescheit und verpasst's nicht die Zeit. Geht's langsam durch der Welt und pfeift's auf das Geld. Hört's zu, was der Großvater singt, aus der uralten Zeit jetzt erklingt. Bei der Hernerstein-Grast vor der Lieder, da war der Standisch noch der rechten Wiener, mit'm Samtner-Quandl Fisch benannt und zum Meerschaumpfeiferl in der Hand, mit ein goldenen Schräferl drinnen durch. Ja, man kennt fast glauben, so sind's geboren, und der Liebe süßer Schmäh ist gering. Ja, ja, so waren's die Alten gewesen. Schön muss doch wirklich im Himmel drum sein. Petrus, ich bitte dich, geh lass mich hinein. Ich mich gern schrammen mit Brandmeier her, weil der Werner herund hat ich heute noch gern. Ein Engel führt mich in einen goldenen Raum. Dort hab ich's dann gemerkt, oh seliger Traum. Und wie ich dann munter bin wohl, da hat mein Wernerlied die traurigste wohl. Bei der Hernerstein-Grast vor der Linie, da war der Standisch noch der rechten Wiener, mit'm Samtner-Quandl Fisch benannt und zum Meerschaumpfeiferl in der Hand, mit ein goldenen Schräferl drinnen durch. Ja, man kennt fast glauben, so sind's geboren, und der Liebe süßer Schmäh ist gering. So waren's die Alten gewesen. Schöne Nummer, ja. Herrliche Yes. Nummer, wunderbar. Ein schönes altes Ja. Wiegerlied. Und auch unbekanntes, muss man auch dazu Ja. sagen. Also in der Wiener Lied-Szene ist es natürlich bekannt, aber so für die, so allgemein ist es relativ nicht so bekannt. Sagen wir so, aber eine leibende Sache. Na, da geht's schon rund. Da geht's schon rund im Chat, da geht's definitiv um die nächsten Aktionen und das gefällt mir. So. Jawohl, echt gefällt's. Gefällt mir Marihofer treibt schon die Karten sehr gut. auch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist ja unlängst schon auf Facebook gegangen, also wie verrückt, nicht? Also, Wirklich wahr. Na, ja, kaum gepostet von Skolarium Ja. und von Zeugs. Sind Ja. sofort die Bestellungen der Karten reingekommen. Aber ist natürlich super. Und müssen wir jetzt ganz ehrlich gesagt, das ist ja oft so. Ne? Der Patrick und ich, wir sind jetzt natürlich Wiener Lokalmatadore. Und Botschenau, jetzt, ich wohne zwar dort, also ich habe zwar dort ein Haus, aber es ist ja nicht so, dass wir dort in dem Umkreis, weiß ich, wie berühmt waren, also gar nicht eigentlich. Und das ist natürlich schon, es ist halt außerhalb und das ist dann oft gar nicht so leicht, dass man das dann noch füllen kann. Und da müssen wir natürlich schauen, dass da schon ein bisschen was weitergeht und das freut mich, wenn es da natürlich was tut. Muss sofort den Zeigefinger hin. Ja. Tom weh. Ja, aber Patrick, nimm keinen Wein. Na geh. Naja, was wollen wir Ich jetzt? geh sofort dann vorhin, ne?
Ja, weil ich kann nicht, wir können nicht Geh in mit Superchat. Wasser anstoßen. Weil mit Wasser können wir nicht ausstoßen. Red nicht so einen Blödsinn her. hat mich schon ausgestoßen? Der Schlong könnte ich mit einem Wasserkitter ausstoßen. Wirklich wahr. Na, reiß jetzt haben wir ein bisschen. Na, na. Ja, er kommt schon, er holt schon weiter. Er holt schon weiter. Tom weh, dank der vielmals. Ich habe nicht gewusst, wie heute noch zum Wein kommen soll. Jawohl. Was reißt er denn auf? Einen roten. Einen roten reißt er auf. Voll für einen Roten, Herr, aber Naja. warm wird er eh. Ja, aber ich trinke einen Rotwein. Ich trinke einen Kühler. Also wenn es Ich jetzt mag nicht aber mehr schwer kühler ist. eher. Also Ich mag aber eher ein Kühler kühler, Rotwein ist mir schon rüber. Er kehrt ja eher kühler als zu warm. Wie der Weingut Strauch natürlich sofort geöffnet. Den alte Leich stellen wir da unten hin. Darf ich eingießen? Ja, gieß. Du, der Christoph Acker hat auch 2 Euro rein, nur dass wir was trinken. Ist ein Wahnsinn. Bitte schön. Reißen auf eine Flasche. Ich bin schon beim Wasser. Nächste Woche können wir wieder aufreißen, gescheit. Ja, wunderbar mit euch jetzt. Da wird der Klausi gleich hast, ja? Der Snoop Dogg ist der hat mir erkannt. Also, Ja. dem Tom W. und dem Christoph Acker. Sehr zum Wohle. Sehr zum Wohl. Prost. Dankeschön. Prost. Und warum? Es nutzt jetzt nichts, ich muss einen Stück höher gehen. Der alte Leiter, weil Ich rede dabei mit den Leuten. Aber es ist wirklich ein bisschen kalt dabei. Wirklich ein bisschen kalt. Aber ist nicht schlecht. Der Prinz Alfred man da Wasser. Ja, naja gut. Ich meine, Wasser ist eine lebende Geschichte, aber nicht zum Ausstoßen. Das kann man nicht machen. Das kann man nicht machen. Nein. Soweit gehen wir nicht. Ja, aber das wird echt leibend. Also auf das freue ich mich wahnsinnig. Und wie gesagt, das ist schon so, dass das Skonarium da in Botschenau, das ist eine komplett neue Geschichte. Das haben sie letztes Jahr fertiggestellt und eröffnet. Das ist super, eine ganz super so eine Dauerausstellung über dieses Kohlensäure, über dieses Wasser, was wir in Botschenau haben, eben dieses Heilwasser, dieses Heilgas eigentlich mehr. Und das haben sie natürlich gleich verbunden mit einem ordentlichen, wirklich leibenden Veranstaltungssaal, der also technisch und akustisch einfach alle Stückeln spielt. Und das war natürlich ganz super. Und der Bürgermeister der Fähre Schwarz hat ihm gemeint, also heuer, da möchte er uns unbedingt dabei haben. Und das freut mich sehr, weil es natürlich jetzt, wie soll ich sagen, managementtechnisch ja, ein Risiko darstellt. Nicht? Weil, wie gesagt, wir sagen keine Garantie, dass der Saal voll wird, weil auch wenn ihr wahnsinnig tolle, leibende Fans seid und wirklich immer dabei seid und alles, und wir sicher uns auch sehr bemühen und gern spielen und viel spielen, aber natürlich also Berühmtheiten oder Prominenz sind wir keine, die so solche Seele füllen, das muss man sich schon ehrlich eingestehen, und dann freut mich das natürlich, wenn man da ein bisschen aktiver wird und sagt, na, das kriegen wir voll, obwohl es nicht in Wien ist. In Wien haben wir es ein bisschen leichter, aber außerhalb von Wien ist es ein bisschen schwierig. Aber mit eurer Hilfe, ich sehe das schon. Und der Marvihof, die Wiki ist da voll unterwegs. Ja, da machen wir echt keine Sorgen. Echt keine Sorgen. Da, der Patrick hat nicht spät, nein, den hat mein Munke weggekramt. Dass der Patrick gar nicht zubekommt. Sicher nicht. So was haben wir da noch stehen. Jana Dieter aber, jawohl, hat auch die Achtelleine. Großartig. Also, am 21.08. konkret ist das nochmal, ist das Konzert in Botschenau. Grüß euch. Patrick Verbredelhausen. Bin schon wieder da. Ist wieder da. Nein, oder nicht, ja. Nein, du hast keinen Speck gefladert jetzt, gell? Nein, hab ich nicht. Nein, den haben wir versteckt. Nein, hab ich nicht. Ich bin ja ein versteckt. gesitteter Mensch. Ich weiß ja, Der was Peter Rechtinger, der ja. wahnsinnig guten Speck geschickt, aber es ist nicht wahnsinnig viel. Also mehr so 10 Decker, nicht? Naja, es ist schon wirklich erregend. Das ist ein halber Kilo wert. Ja, aber es ist mir trotzdem ein bisschen schon zum Teilen. Ich sag's wie es ist. Neidig ist er auch schon. Das ist eine Katastrophe. Dieses Jahr, jetzt hat mich die Susanne Faber erinnert mich jetzt an den Zahnarzt. Ja. Also der 80er von meiner Mutter am 24. Februar und ich werden beim Zahnarzt sitzen. Das ist auch ein schöner Hochzeit. 11.30 Uhr, da habe ich gesagt, bis der Teil, jetzt muss ich meine Morgenshow muss ich wirklich pünktlich beenden. Weil dann muss ich unbedingt zum Zahnarzt und das ist halt so,
Das wird mit einmal nicht erledigt sein. Das ist ein Untergang. Ich hebe sofort den Finger. Super Chat, super Chat. Superchat, ich sehe sofort Michael Ahammer. Zum Wohlsein der Herren. Wenig zu spät ist er da. Macht er nix. Man hatte die Ausfahrt geplant. Okay. Aber nur mit einem Ohrwaschel. Zuerst einmal Michael Ahammer, herzlichen Dank, sehr zum Wohle. Prost. Ein Schlückchen in die Ehren. Patrick, das entschuldigt mir das Autofahren. So eine bekommst du keine dritten Zähne, na hoffentlich nicht. Nur vielleicht 2, 3 sind Hoffentlich. vielleicht dabei, was weiß man. Na, ich hoffe, dass es ein Plomberl, nein, der eine wird wahrscheinlich zerbreiselt. Mit der Krone werden, mit einem Nein, Stift. ich hab da einen Weisheitszahn und der zerbreiselt mir. Und an sich ist jetzt nicht arg, aber es ist so, dass der schon so scharf ist, dass jetzt da, das ist halt, das ist ungut. Da wird man einen dem wär's- Stift hineingeben. Nein, und eine ein Krone drauf. Weißheitszahn wird gerissen und aus. Da hat kein Stift. Das bald da hinten Wenn er ein Stift. schön gerade ist, lässt man ihn heutzutage sogar machen. Da lässt man ihn heutzutage, da bitte erst. Ausse. Wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass die das plombieren werden. dann hau Ist ja raus. wurscht. Ja, und das andere sind 2, 3 Plomben aus. Das hat sich aus. Ich habe jetzt zusammengewartet. Man glaubt vielleicht, dass es nur Plomben sind. Ich habe das auch schon geglaubt. Kann aber es auch sein. Du hast schon recht. Wurden 2 Kronen daraus. 2 Wurzelbehandlungen, Ja. und dann ein Stift und 2 Kronen. Ja, das heuer, Aber was der das Krone Geld habe kostet, ich nicht mit- für heuer. Nein? Muss zum Werner gehen. Ja, nein, sowas. Ein anderer Preis. Ist so. Nein, das sind ein paar Plomben ausgefallen. Aber der Weisheitszahn da, der ist wahrscheinlich. Mir ist das letztes Jahr so gegangen. Ja, Gerade ist Corona gekommen. Mai ist es geworden und ich war bei einem Zahnarzt. Was soll man machen? Was Patrick, soll was soll man man machen? Dann machen wir einmal die Heidelfrau, nicht wahr? Ja. Aber nur um das nochmal klarzustellen, die Dritten werden es nicht werden. Also so weit ist noch nicht. Da gibt es das Lied Zandelputzen, sagt der Rudi Korbes. Das kenne ich Das kenne ich auch nicht. Das kenne ich nicht. nicht. Ja, dem Klause klaut man die Weisheit. Ich nehme die Dinkelschrotmühle. Dinkelschrotmühle aus der Südsteiermark. Ja, der zerbreiselt so, jetzt ist das so scharf. Hast du schon eine bissen? Na, oft schon. Ja. Da so. Nein, das geht, das ist ja kein Zustand. Ne? Aber ich kann mich erinnern, da haben wir einmal, da weißt du, da haben wir gespielt in diesem Country Club. Kannst du dich erinnern, da? Irgendwo? Ja. In Country Club haben wir da gespielt. Ja, genau. Wo die keinen Sessel mehr gehabt haben. Die haben keine Sessel mehr gehabt. Da. Und dann haben sie gefunden in irgendeinem Saal so ein Gymnastikbälle zwar. Gymnastikbälle zwar, ja. War herrlich. Und auf denen haben wir gespielt, auf so Die haben Gymnastikbälle. nicht geglaubt, dass wir das kennen. Aber haben wir kennen. Die haben kein original keine Sessel mehr gehabt. Die haben gesagt, na, was soll man da spielen? Wir wollen sitzen, wir müssen sitzen. Und dann haben sie und dann haben sie in irgendeinem aus der Kraftkammer, da wo da unten ist so ein Country Club, also so Tennisplätze und was weiß ich, was halt so Dinge. Nennt sich Country Club, ist Ja, also ja. ein Sportding halt. Und da haben sie dann 2 Medizinbälle. Nein, so Gymnastikbälle. So Gymnastikbälle, So, nicht Medizin. Ja. so aufblasene. Hat das so hup, hup. Und auf denen sind wir herumgerutscht. Und warum ich das jetzt dazu ist das, was ist? Sofort, der Zeigefinger Wildcat. geht noch um Wildcat. Jö, der Zwitscherer. 10 €. Sofort müssen wir zum Glase greifen. Zum Wohle. Merkt ihr, was du sagen wolltest? Das war jetzt wichtig. Ich merke. Wildcat, danke. Weil kein dickes Puzzle. Danke. Ja, der Ulrich ist da, dann können wir anfangen. Passt? Ja, genau. An einem Dienstag, weil Montag sind die Ärzte noch nicht auf Fett. So, aber das muss ich noch schauen, weil irgendwie wird da schon wieder verarscht, glaube ich. Ich gehe nachher an, der ist am Dienstag. Also. Na, warte mal, was ist da? Warte, ich muss da jetzt was nach. Ich glaube, ich muss von nachschenken. Schick mal nach. Ein Schlückchen in Ehen kann niemand verwehren. Nicht wahr? Das ist ein Wahnsinn. Was schaut er denn nach erst? Ich dachte, wir spielen jetzt einmal was. Die Leute warten schon brennend auf Nein, meine- jetzt wollte ich das noch auf dazu. die Heidelfrau. Ja, dazu bitte. Ja, und da war ich, das weiß wieder keiner, ne? Nein, was? Na, oh ja, Zahnarzt. mit dem Country Club. Ne? Also Mit dem Country Club, ja, auf die Und da sind wir auf diesem Gymnastikbälle, Gymnasium ne? gesessen.
und ich hab da, das war der weiß jetzt da oben. Also, höllisch weh da. Kannst du dich erinnern? Kann man nicht, und immer wenn du was Kaltes drauf da hast, war der Schmerz Wenn weg. ich was getrunken hab, war er weg. Der hat immer dauernd trinken müssen. Ja, Kann ich- wirklich. Aber das ist kein kalt Schmerz. hat sein müssen. Ja, oder zumindest, ja, es hat nicht Eis, aber Kalt, das ist ja kühl. was, so drüber und es hat weiter, dann habe ich gesungen, haben wir gespielt, dann ist es weiter und dann habe ich zum Glasl gegriffen, einen Schluck gemacht und dann ist es wieder weg. Und dann habe ich jetzt gesagt, ja, dann ist es wurscht quasi, weil dann stirbt der gerade an. Also da ist gerade da stirbt gerade der Nerv an. Und ich dachte, Gott sei Dank, ja, weil das ist schon ein Wahnsinn, nicht? Aber immer was getrunken, aber wir haben singen müssen dazwischen. Und beim Singen ist immer mehr weiter. Dann waren wir fertig mit dem Lied, also da haben wir die langsamsten Lieder haben wir auf Vollgas gespielt, dass ich wieder was trinken kann. Und dann immer was getrunken hast, War der Schmerz war der weg, Schmerz weg. Es ist richtig herrlich. Und dann irgendwann hat es aufgehört. Aber du hast, der Schmerz kommt nicht mehr. Bin ich angesoffen, der Patrick meinte, ja, weiß ich warum, wieso wieder. War es ja der Nerv schon abgestorben. Aber ist der Zahn angestürmt gewesen? Und am oder nächsten war- Tag hat es ihm rausgerissen. Ich muss sofort den Zeigefinger heben. Der Ulrich mit 10 €, jawohl. Ulrich, ich Ich danke. bin ja schon beim Wasser. Ich danke Ich muss ja mit dem Automobil fahren. Aber trotzdem. Bin da. Bin Ja, da. ja. So, Patrick, Heißlauf. Dann gehen wir es an. Walte deine Shampoos. Warte, das stimmt. Warte. Stimmt? Das muss ich aber, nein, das muss ich aber, weil das so schäbert nämlich. 18. Das war ist eines der teuersten Stimmgeräte, die ich habe. Und gleichzeitig, ich bin ehrlich, aber da war wahnsinnig Aber groß ist es auch. der Das sieht man groß aber aufwendig. wenigstens, Dann oder? hat alles mögliche. Sieht man nicht, Nein, dass das hat es so nicht- viel auf der. Ach, so ist viel drauf, drauf, dann dann ist so klar. dass du wieder nichts siehst. Ja, Das ich ist- hab mir gedacht, das ist leibend, endlich hast du das ja, vielleicht sehe ich mit einem großen Nein, Display. leider nicht. Leider. Ich habe das perfekte Stimmgerät leider noch nicht gefunden. Leider noch nicht. Ja, nein, stimmt. Sie kennt ohne die jemals am Friedhof dort wohnen. Künstler und Hacker, Generaldirektoren. An jeder tut sie freundlich grüßen. Egal ob's groß oder klein ist. Dafür hat man ihr was ins Kerbel rein. Ja, mit der Zenze hört man gerne. Alle. Der Schatzel ist eine Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Shirt so blau. Jetzt singt sie am Stadtlau. Sie kennt ohne die jemand den Fernsehbetrieb. Duftende Hacke und Hose hat's gern. Fröhlich wird sie heim und putzen. Man will sie ja schließlich benutzen. Dafür hat er ihr was ins Kerber rein. Ja, bei der 10, da kehrt man gerne. Auf geht's mal! Mein Schatzel ist eine Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe gelb, das Shirt so blau. Mit singt sie aus Stadtlau. Jawohl. Einmalig. Wahnsinn. Einmalig. Muss ich schon sagen. Eine Hast du simple einen Nummer. Schluck aufgehabt oder was? Dazwischen. Nein, wir sind Text nicht. Ach so. Ich war so konzentriert auf meinen Zahn. aber nein, Die man waren muss sagen, auch, eine sehr simple Nummer. Eine sehr simple Ganz Nummer simpel, vom ja. Ding. Absolut. Aber wie man, es ist so ähnlich wie mit dieser Geschichte zum Blätzeig der Hirn. Es ist auch für simple Nummern. Simple Nummern sind nicht leicht zu schreiben.
Und deswegen. Und noch schwieriger zu behalten auch. Und Naja, das ist sowieso. Das ist sowieso schwer. Aber überhaupt also eine einfach Das ist klingende so Nummer, eine einfach klingende Nummer zu schaffen. Also deswegen möchte ich einmal ausnahmsweise, man soll sich nicht daran gewöhnen, aber ausnahmsweise kleines Lob anbringen. Gut, ist dir recht gut gelungen. Sehr zum Wohl. zum Wohle. Ja, danke, es freut mich sehr. Ja, den Leuten gefällt es. Ich lobe ungern, aber was wiegt, das hat, wie man so schön sagt. Ist einfach ein Klassiker. Ne? Die roten Achtel von einer. Habe die Ehre. Christoph Acker schreibt, perfektes Stimmgerät ist doch dein Patrick. Nein, Ja. ganz unten. Aber, ja. Ja, aber der Patrick ist ja nicht nur Schasager, der ist der Schau. Also das ist echt wirklich schwierig. Man Zum neu. Teil ist es schwierig. Ja, die schon, weil es da keiner sagt. Also sagen kannst du das schon. So, aber jetzt kommen wir zur Schlussnummer, glaube ich. Ja, jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Und zwar, ich habe das da schon hergekriegt. Mach wieder einen Wechsel. Ein teures Instrument heute nur für eine Nummer. Das ist Für heute schon, ja, für heute schon, muss man sagen. Ja. Aber nicht für sonst. Monika Neumeier hat uns die Achtel rein, danke dir recht narrisch. Dankeschön. Und jetzt aber so, ich habe schon mal gespielt, ich habe es einmal schon gespielt. Die Zuschauerzahl sinkt rapide. Was ist los? Naja, schlafen gehen heute. Die können schon schlafen. Die wollen ja hocken, Wird nicht sie wie fast du. halbiert? Ich meine, ich muss auch nicht da sitzen im Studio. Tja, ich könnte noch schlafen morgen. So Ja, wenn ich, ja. aber werde ich nicht tun. Ich bin schon längst auf um die Zeit. Ja, sicher magst du einen Waldlauf, gell? Wahrscheinlich, ich kenne die ja. Möglicherweise, das muss schier gehen, nicht Waldlauf. Der Waldlauf schon beim Rau, ist mir auch nichts, der Schoder liegt überall. Du, Wo kein Schoder liegt, liegt der das Salz auf der Straße momentan. ja, jetzt ist es nicht so schön. Nein, aber in 2-3 Tagen ist es schon wieder anders, wenn man einmal geringt hat drauf, oder was ist es schon wieder? Das muss man sagen. Ganz anders. Das muss man sagen. Das letzte Viertel, so heißt glaube ich das Lied, ich habe das Lied noch nicht wirklich betitelt. Das letzte Viertel oder Herr wird der vorgeschlagen. Das macht man normal nicht. Das sagt man, Ja. sagt nicht mehr, die Alten haben immer gemacht, man spielt kein Lied. Was nicht, keinen Titel mehr hat. Ja. Und was nicht angemeldet ist. Nein, ich habe schon einen Titel, wie drüber steht, das letzte Viertel. Angemeldet ist auch noch nicht. Dafür Das nicht, ja. aber Ja, was soll ich sagen? Man kann sich rückwirkend lösen. selbstverständlich. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist Überhaupt legal möglich. Völlig legal möglich. Also bis zu einem gewissen Zeitpunkt halt. Ja, aber wir kommen jetzt zum Schluss. Und das letzte Viertel, das habe ich schon auf jeden Fall mal gespielt. Und Patrick, ich glaube, wir zwei haben es auch schon mal gespielt. Da in der Pavlatschen. Haben wir das schon gespielt? Ich bilde mir ein. Also ich habe es auf jeden Fall einmal gespielt. Du hast das wie gespielt, ich Solo, bis der Solo wie ich warst. Solo Ja, ja, war. genau. Aber gemeinsam haben wir das noch nie gespielt, glaube ich. Bildet mir es ein, dass du das schon mal mitgespielt hast, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Oh ja, das kann sein bei einer XXL Pavlage. Ja, bei irgendwas, wo es uns schon wurscht war. Auf jeden Fall, das bringen wir jetzt zum Abschluss. Ja, vielleicht wäre es sicher, jetzt habe ich nochmal einblenden, die Bezahlmöglichkeiten mit dem herzlichsten Hinweis, diese auch ernst zu nehmen und in Anspruch zu nehmen. Ich danke euch vielmals. Man findet es natürlich auch in der Videobeschreibung unten, also wer uns was zukommen lassen will, das war ganz leibend, weil ich möchte schon, das ist jetzt kein Heischen nach Zuwendungen, sondern es soll nur noch mal klargestellt sein, dass unser Berufsfeld, wie einige andere auch, ist mir schon bewusst, aber jetzt, ich kann nicht jetzt nur von uns reden, dass unser Berufsfeld wirklich jetzt seit einem Jahr andraht ist, mit einem kurzen Intermezzo im Sommer. Und das ist wirklich nicht viel. Und ich möchte auf eins darauf hinweisen, soll jetzt auch wieder nicht heißen, dass jetzt mehr zahlen soll, aber ich will es nur gesagt haben, dass man einfach ein Verständnis entwickelt dafür. Wir leben mit unter anderem ja auch von Tantiemen und Tantiemen gibt es dann, wenn es Veranstaltungen gegeben hat. Genau Nun so ist sind es. aber im Jahre 2020 nahezu alle Veranstaltungen ausgefallen und auch zu Beginn 2021, wie vor allem die Bälle. Philharmonikerball, Jägerball, Offiziersball zum Beispiel. Und das bedeutet wiederum, dass dann, wenn die Tantiemenauszahlung kommt, die in unserem Fall, kannst du sagen, wahrscheinlich mehr als die Hälfte unseres Jahreseinkommens ausmacht, heuer, 10%, 20% ausmachen wird.
wird besser, er was sein. normal ist. Und nächstes Jahr wird es, wo man aus heutiger Sicht nicht viel besser wahrscheinlich. Ja, Außer wir fangen sofort zum Spielen an jetzt. Also wenn wir nicht bald spielen dürfen, wird es nächstes Jahr wieder geschissen sein. Wenn wir erst im Juni zum Spielen anfangen, ja, dann ist es wieder, aber eine Katastrophe. Wieder, ja. Also das heißt, von dem werden wir uns erst erholen, frühestens in 2 Jahren. Und das nur, um einen Einblick zu bringen. Wie ist es bei einem Berufsmusiker, wie schaut das aus, wo ist wirklich das Problem? Also das eine, wenn wir da spielen und wenn sie ein Schmattes reinhaut, wir freuen uns wahnsinnig und das hilft uns auch wirklich viel. Und sobald wir wieder spielen dürfen, ist auch wieder leibend, weil dann kriegen wir wieder Geld vom Live-Spielen her. Unterm Strich jedoch das, wo wirklich ein Geld hängen bleibt, das ist jetzt derzeit aber zusammengebrochen, das ist wieder ein bisschen hänger. Ich bin einfach guter Dinge, dass wir das irgendwie da blasen werden. Es sind einige unserer Ersparnisse beim Teufel, muss man jetzt auch sagen. Also das ist auch dahin, aber nicht unser Frohsinn. Nein, gar nicht. Und das möchte ich nur gesagt haben, dass ihr mal wisst, wie das eigentlich ist. Einfach nur, um ehrlich zu reden, wie schaut das wirklich aus. In dem Moment, wo wir wieder live spielen dürfen und spielen können und auch Leute kommen, das kommt ja auch alles dazu. Und ja, dann ist zumindest einmal die erste wichtige Phase übertaucht. Aber wir müssen damit rechnen, dass gerade heuer unser schwerstes Jahr sein wird. Das letzte Jahr nicht, weil da haben wir die Tantiemen gekriegt. Heuer wird es hagelig. Zumal heuer wahrscheinlich auch keine großartigen Unterstützungen vom Staat kommen werden, weil man ja wieder spielen wird dürfen. Aber man fällt trotzdem. Für Jänner, Februar wird schon da was kommen. Naja, da kommt schon was. Ja, erstes Quartal. Also unterm Strich, wirklich große Sorgen machen wir uns nicht, aber kleine Einschränkungen, auf die stellen wir uns einmal ein. Stelle ich mir ein, absolut, ja. Daher auch kein Motorrad. Richtig, aber dafür haben wir so einen Computer gleich jetzt gekauft. Ja, was war aber bitte notwendig, weil Nein. beim besten Willen geht es nicht mehr. Ich wollte es wirklich nur gesagt haben, damit man eine Vorstellung hat. Damit man eine Vorstellung hat, wie es bei uns anrennt. Aber kein Grund in unserem Falle, kein Grund für eine kurzfristig spontane Panik. Definitiv nicht. Für das trinken und freuen wir uns zu gerne. Wisst Da ihr? ist ein Schluck, wenn man Nein. Hals. Schier direkt. Diese trockene Luft bei der Kälte, ich kann mich noch erinnern, diese überheizten Räume überall, furchtbar. Alter, was ist da überheizt? Das ist nicht einmal Eiszopfen könnten von der Wand hängen. War es nicht so warm. Nein, nicht. Der Retterblödsinn. Gut, Nee, gehen wir's aber auf. jetzt, das letzte Viertel, das ist ein Arbeitstitel. Ich glaube, wir werden es eher nennen, der wird der Vorschlag. Mit dem verabschieden wir uns und sagen für dich gut, danke vielmals, bis zum nächsten Mal. Eure 16er Buben. Hier wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel, der Abend mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut. Für heute ist das allerletzte Viertel ein Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben viel gesungen, haben viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gewarnt worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken, haben was gegessen, den Abend, den Alltag miteinander vergessen. Doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam mit. Er wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut. Aber für heute sing ich das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, die schönen Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Zuerst haben wir Post und gesungen viel, doch gegen End wird's langsam still. Ja, so hat jede Stimmung ihre Zeit.
aber jetzt noch. Wir immer meinen letzten Viertelsitz, denk ich an meine blöden Witz, die schönen Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Zuerst haben wir Post und sogar viel, doch gegen End wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Er wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Freunde, Viert macht's es gut. Oder aber das ist gar nicht so leicht. Ist gar nicht so leicht. Nochmal, Papa. Menschen, Menschen zusammenrollen, Vögel hat jeder genug. Alle können doch nicht gleich sein, das liegt schon so in der Natur.